Servus, Glück auf und herzlich willkommen. Ja, zu meiner ersten Reaction zu einer Pressekonferenz des DFB. Julian Nagelsmann ist neuer Bundestrainer und ja, das ist Anlass genug für mich, was ja auch ein bisschen Verbindung zum FC Bayern gibt, da mal reinzugehen und uns das mal reinzuballern. Und ja, ich finde Julian Nagelsmann als Bundestrainer recht interessant. So viel kann ich schon mal sagen. Und ja, es kann gut sein, dass wir in Zukunft uns die Spiele der Nationalmannschaft mal ein bisschen genauer anschauen, beziehungsweise ich sie mir anschaue und da dann auch meine Meinung zu äußere, so wie es bei den FC Bayern-Spielen ist. Ja, das werden wir mal sehen, wie so das Interesse da ist. Aber ich würde erstmal sagen, erstmal gehen wir jetzt hier in die PK rein und hören uns mal an, was die Damen und Herren so zu erzählen haben. So, dann haben wir das offene Geheimnis auch gelüftet. Und damit herzlich willkommen zur Vorstellungspressekonferenz des neuen Bundestrainers der Fußballnationalmannschaft der Männer, Julian Nagelsmann. Natürlich mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler. Und jetzt nochmal ein ganz herzliches Willkommen, Julian. Schön, dass du hier bist. Ich würde gerne vorne anfangen vielleicht. Bernd, du kannst uns vielleicht einen Einblick geben. Wir haben es an der Berichterstattung gemerkt, die letzten Tage waren turbulent. Wie sah der Prozess dahinter aus? Ja, auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen hier beim DFB. Junge, wenn du die ganze Zeit über deine Brille jetzt so glotzt, dann nimm die Brille doch einfach ab. Was hat das denn für einen Sinn? Im Off und hier die Kolleginnen und Kollegen, die präsent sind. Ich darf zunächst noch mal ganz offiziell verkünden, dass wir heute Morgen eine Sitzung hatten des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung der DFB GmbH und Co. KG. Wir haben einen gemeinsamen Beschluss befasst und dieser Beschluss fiel einstimmig aus, nämlich in der Tat, was Franzi Wülle. Okay, er muss ablesen. Ja, ich verstehe. Ja. Ja gerade schon angedeutet hat, dass wir Julian Nagelsmann zum neuen Bundestrainer berufen haben und gleichzeitig. Ich bin mal gespannt. Ich habe nur so eine Überschrift irgendwie mitgekriegt, angeblich nur bis zur EM. Das wäre schon ein dickes Ding. Ebenfalls einstimmig die Co-Trainer Benji Glück, der auch unter uns ist, den ich auch begrüße hier in dem Kreis, und Sandro Wagner. Sandro! Allein deswegen muss ich eigentlich gucken, Nationalmannschaft. Sandro ist einfach super sympathisch. Freut mich, dass Sandro dabei ist. Ich denke, es kann was werden. Ja. Gibt auf jeden Fall mal neue Energie da rein, der Sandro. Und vor allen Dingen auch ein Mensch, der auch bei so einem Kimmich oder bei, was weiß ich wen, Gündogan oder sonst irgendein Anführungsstrichen Weltstar kein Blatt vor den Mund nehmen wird. Ne? Und genau so einen brauchst du da auch. Werden Julian Nagelsmann zur Seite stehen. Und ich kann mir echt vorstellen, wenn der Nagelsmann nur bis 24 da ist, dass der Sandro das dann echt weiterführt, ey. Wenn das gut klappt. Bin mal gespannt. Aber vielleicht erfahren wir das ja im Laufe dieser Pressekonferenz, wie da jetzt so die Daten sind, so von den Verträgen und so. In Richtung Europameisterschaft 2024. Damit ist direkt gesagt, die Laufzeit des Vertrages ist in der Tat befristet bis zu der Europameisterschaft. Ja, das ist irgendwo schon wild, sag ich euch, wie es ist. Weil ja, der Nagelsmann sich damit ja auch ein bisschen bei uns aus dem Vertrag schummelt, ne? Muss man ja jetzt auch mal ganz klar sagen. Es sei denn, da ist irgendwie eine Vereinbarung, dass, wenn er danach einen anderen Job annimmt, dann noch irgendwie eine Zahlung fällig wird an uns. Ansonsten ist das schon aus unserer Sicht schon wieder ziemlich wild. Dann macht er da jetzt noch nicht mal ein Jahr mit der EM. Die wird ja wahrscheinlich im Sommer stattfinden, also ist das noch nicht mal ein Jahr. Und ist dann wieder frei für Vereinsfußball und ohne, dass wir einen Cent sehen. Wahrscheinlich, dass wir jetzt noch einen Teil des Gehaltes zahlen, weil der DFB sich das gar nicht leisten kann und so eine Scherze. Das ist schon wild. Aber in meinem gesonderten Video dazu ein bisschen mehr. Im kommenden Sommer. Und das vorausgeschickt haben wir uns natürlich sehr darüber gefreut, dass Julian dann unmittelbar nach dem Beschluss auch in das Gremium gekommen ist, sich selber vorgestellt hat und wir dann zur Vertragsunterzeichnung gekommen sind, in meinem Büro gespielt. Und ja, wir freuen uns sehr, dass wir ihn gewonnen haben, weil ich ganz persönlich glaube,
dass wir mit ihm eine wirklich starke und auch sehr, sehr überzeugende Lösung an der Spitze unserer Naja, wenn er das wirklich denken würde, ja, dann hätte man den Vertrag nicht nur bis zur EM gemacht. Aber ich denke mal, das war so, der Nagelsmann hat gesagt, entweder so oder gar nicht. Und dann ist es halt schon wieder ein Armutszeugnis, dass man als der große, starke DFB sich auf sowas einlässt. Nationalmannschaft gefunden haben. Wir schauen jetzt nach vorne. Der Blick ist gerichtet und die ganze Konzentration auf diese Europameisterschaft. Wir haben die Zuversicht. Bin mal gespannt, ob der Nagelsmann die Eier beim DFB haben wird, die er bei uns nicht hatte. Weil normal bei seinen vorigen Stationen hatte er überall die Eier, irgendwelche auch unbequeme Entscheidungen zu treffen. Und wirklich auch das absolute Vertrauen, dass Julian diese Aufgabe mit hohem Einsatz, mit hohem persönlichem Einsatz und Motivation angeht. Da besteht nach den Gesprächen, die wir hatten, überhaupt kein Zweifel und wir freuen uns wirklich sehr, dass wir ihn heute hier vorstellen dürfen. Prozess, Franzi hat es angedeutet, ich will es nur noch mal kurz referieren. Ich hatte es bei der letzten Pressekonferenz ja schon kurz angedeutet. Das ging eigentlich los mit der Niederlage gegen Japan, wo wir uns Gedanken gemacht haben, Rudi, Aki Watzke und ich, wir drei in dem Kreis, wie reagieren wir? Und nach der Trennung von Hansi stand dann erstmal die Frage im Raum, wie gehen wir vor? Wir wollten nicht... Würde mich auch nicht wundern, wenn der Nagelsmann dann in Dortmund landet. Ja, nur mal so. Sage ich jetzt schon mal voraus nach EM. Direkt über Namen sprechen, sondern wir haben halt gesagt, wie sieht der finanzielle Rahmen aus? Sozusagen, ja, wie sieht der denn aus? Was zahlen wir denn, Alter? Welche Laufzeit nehmen wir in den Blick? Wer ist derzeit verfügbar? Das waren alles Fragen, die wir vorgeschaltet haben, bevor wir dann aber gesagt haben, als ob die irgendeinem anderen Bundestrainer jetzt einen Vertrag nur bis zur EM gegeben hätten. Glauben die aber selber nicht, oder? Und wir haben überlegt, gehen wir auf mehrere Kandidaten gleichzeitig zu oder machen wir für uns intern ein Ranking sozusagen von Personen, die wir zuerst ansprechen wollen. Und wir waren uns in all diesen Punkten relativ schnell einig. Rudi, Aki und ich, wie gesagt, haben dann festgelegt, dass wir unser erster Ansprechpartner Julian sein soll. Und dann hat es auch erste Kontaktaufnahmen gegeben mit dem Umfeld von Julian und es ist dann zu einem ersten persönlichen Treffen gekommen am vergangenen Dienstag mit Rudi, mit Julian, mit mir. Das war ein sehr, sehr gutes Gespräch. Das ging über mehrere Stunden, wo wir uns getroffen haben, wo es um Fußball ging, wo es um atmosphärische Dinge ging, aber auch einfach um ein bisschen um das Menschliche sich kennenzulernen. Und ich glaube, wir haben sehr schnell gemerkt, ich zumindest auch, dass das jemand ist, der ja nicht nur hoch motiviert ist für diese Aufgabe, der eine intrinsische Motivation auch bringt. Eine was? Intrinsische? Was ist das denn? Da bin ich ungebildet. Mitbringt, den man gar nicht überzeugen muss, sondern der... ja, was soll er auch machen? Er hat ja eh keinen anderen Job, Alter. Hätte halt noch ein Jahr auf der Couch gehockt. Ja, vielleicht hätte er in der Winterpause irgendeinen Job gekriegt. Ja, mag sein, aber... Was hat er zu verlieren? Gerade. Ich meine, gut, wenn er jetzt sang- und klanglos in der Vorrunde ausscheidet, dann wird es natürlich schwer, beim Spitzenclub mal irgendwie wieder reinzukommen. Ja, aber ansonsten, was hat er zu verlieren, oder? Nix eigentlich. Wirklich von Anfang an, den Eindruck hat er uns vermittelt, ja, mit höchstem Einsatz diese Aufgabe jetzt angehen möchte. Und ich will sagen, wir haben gemerkt und gespürt, dass wir, als wir rausgegangen sind, wir haben eine gemeinsame Mission. Und diese Mission, die muss jetzt absolut im Vordergrund stehen. Das ist der Erfolg bei diesem Turnier. Und dem verschreiben wir uns gemeinsam und der volle Fokus liegt da drauf. Ich glaube, dass Julian, dass jetzt etwas sehr, sehr Positives entstehen kann rund um die Nationalmannschaft, was die Atmosphäre betrifft, rund um das Team. Ich glaube, das kann und wird ihm gelingen. Und wie gesagt, freue mich sehr, dass er da ist. Ich fand es ganz toll zum Abschluss, dass er bei uns im Gremium war, sich vorgestellt hat. Ich finde es auch überragend, dass er sich bereit erklärt hat. Das soll aber selbstverständlich sein, oder nicht?
am heutigen Tag. Sie haben es gesehen, als Sie hier reingekommen sind. Wir haben eine große Veranstaltung hier. Auch das ist uns wichtig, den Amateurfußballkongress heute hier zu erwähnen mit 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, weil das ist die Basis, wo alles beginnt, wo auch Menschen wie Julian Nagelsmann, wo sie herkommen. Deshalb müssen wir, das habe ich immer gesagt, auch ist es in meiner Amtszeit auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir den Amateurfußball in den Fokus nehmen und den Blick und hier für gute Entwicklungen sorgen. Und Julian hat sich bereit erklärt, dann gleich seinen ersten offiziellen Termin auch beim Amateurfußballkongress dabei zu sein, sich vorzustellen bei den Amateuren. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Zeichen von Gemeinsamkeit. Und das muss man herausheben in einem Job, wo man Bundestrainer ist, dass man dazu bereit ist, zu so einer Veranstaltung zu kommen und sich da vorzustellen. Das muss man explizit herausheben, oder was? Haben das die vorigen Bundestrainer nicht gemacht, oder was? Was waren das denn dann für Pfeifen, Alter? Also sollte ja wohl eine Selbstverständlichkeit sein. Man ist Bundestrainer von einem Verband. Da gehört wohl alles dazu und nicht nur... Also verstehe ich nicht, warum man das jetzt hier so heraushebt. Wenn das wirklich so war, dass die vorigen Trainer so was nicht gemacht haben, dann ist das aber ein Armutszeugnis, Junge. Und dass wir eine gemeinsame Richtung einschlagen im Welt. deutschen Fußball. Dafür bin ich ihm auch sehr dankbar. Dankeschön. Rudi, ich glaube, Rudi. Bernd hat schon durchklingen lassen, dass Julian euer absoluter Wunschkandidat war. Da Kannst ist er du wieder, als der Hamster, ey. Sportdirektor nochmal sagen, Lange nicht gesehen, Jule. warum das so ist? Ob er da auch mit dem Skateboard kommt zur Arbeit, oder was? Danke, Bernd. Machen wir Mikro auf. Augenblick. Ja, vielen Dank. Ich glaube, zuallererst ist Ja, Rudi ist aber auch ein bisschen angebräunt, wa? Oktober sonst auch nur in der Sonne, oder was? wichtig zu erklären oder zu sagen, und das ist gerade, weil ich auch natürlich schon lange in diesem Geschäft bin und auch selbst einmal Bundestrainer bzw. Teamchef war vor vielen Jahren, Nee. dass es im Grunde auch ein Glücksfall war, dass wir uns nach der Trennung von Hansi Flick, das wir natürlich alle bedauert haben, Ja, aber ich meine, ist ja kein Problem. Dann kann der Tuchel ja der nächste Bundestrainer werden. Ja. Wenn das so weitergeht, dann wird es ja schwer, die Saison zu überstehen bei uns. Und da kann er nachher eben übernehmen. Ja. Läuft doch, wir sind doch jetzt gerade so in so einem Rhythmus mit dem DFB. ich besonders, aber natürlich zu einem sehr ungewohnten Zeitpunkt. Das war ja sehr ungewöhnlich, dass wir halt Nee, ungewöhnlich ist die Laufzeit. das Glück hatten, dass wir mit Julian einen Trainer auf dem freien Markt hatten, der natürlich bereit war, einzuspringen, zu helfen, dass wir eine gute Europameisterschaft spielen. Und das ist ja nicht alltäglich. Normalerweise ist es ja schwierig, gerade weil Julian Alter, ich finde das echt gerade schwierig, wie soll ich das ausdrücken? Wie schwach der DFB sich da hinstellt und wie er gerade den Diener vom Nagelsmann macht, Alter. Also ein Bundestrainer vom DFB zu sein, sollte ja wohl immer noch eine Ehre sein und nicht irgendwas, oh ja, er hat sich bereit erklärt, uns jetzt zu helfen und oh ja, es ist so toll, dass der auch hier zu dem Kongress gekommen ist. Was ist denn los, Alter? Er ist jetzt kein Trapattoni oder Carlo Ancelotti oder sonst was. Was ist denn los? Und es geht hier um Bundestrainer und nicht um Tuffershofen oder was? Alter, ist was das wir wild. nicht alle wissen, und da ist auch nicht zu hoch gegriffen, schon im Sommer oder jetzt wahrscheinlich auch wieder im Winter von internationalen Topclubs unglaublich gute Anfragen gehabt hätte und auch hatte. Und deshalb sind wir froh, dass wir diese Ja, und die wollten ihn alle nicht haben, wa? Wild, oder? Komisch. Möglichkeit hatten, ihn dann auch zu überzeugen, was wir eigentlich gar nicht groß machen mussten. Der Bernd hat es ja erklärt, wir haben stundenlang mit ihm zusammengesessen. Er hat natürlich sofort gebrannt für diese Position und das ist natürlich auch das Wichtigste, gerade jetzt nach dem Spiel gegen die Franzosen, wo es uns gelungen ist, jetzt so wieder eine gewisse Euphorie, eine gewisse Begeisterung wieder in Deutschland zu entfachen. Und Aha. Ja gut, Leute, dann entfacht mal hier die Begeisterung bitte in den Kommentaren und haut mal rein, wenn ihr begeistert seid und voller Euphorie seid auf die Nationalmannschaft. Würde mich mal interessieren. Nach dem 2:1 gegen Frankreich. Also bei mir ist keine Euphorie da oder entfacht. Ich werde mir das nächste Spiel auf jeden Fall mal angucken und auch so die Kaderzusammenstellung, weil mich der Jule interessiert. Aber dass ich jetzt Feuer und Flamme bin für diesen, aber der Nagelsmann kann es vielleicht rausreißen, jetzt für mich persönlich. Bin mal gespannt, wer da so nominiert wird. Aber auf der anderen Seite ist Nagelsmann und Kimmich sind halt auch so, ne?
Also da könnt ihr euch drauf einstellen, der designierte Anführer im Mittelfeld ist auf jeden Fall gesetzt. Alles andere würde mich überraschen. Vielleicht überrascht der Nagelsmann mich aber auch, wer weiß. Deshalb ist Julian genau der Richtige jetzt mit seiner Art, wie er mit den Spielern umgeht. Und vor allen Dingen, was ich nochmal wirklich auch betonen möchte, mit seiner Erfahrung. Auch da, auch wenn er noch sehr jung ist oder ein sehr junger Trainer ist, aber hat schon knapp 8 Jahre Trainererfahrung auf dem allerhöchsten Niveau auf dem Buckel und hat ich auch mit vielen telefoniert, die ihn hatten als Trainer. Da lasse ich natürlich nichts dem Zufall mich dem Zufall nichts überlassen. Also nur Positives gehört, dass es am Ende dann vielleicht bei den Bayern, was manchmal noch passieren kann, da gibt es ja noch mal ein paar Turbulenzen. Das ist auch bei den Bayern halt manchmal so. Das ist aber nicht schlimm. Da muss er durch, auch so eine Erfahrung gemacht zu haben. Aber nochmal, auch in Hoffenheim, in Kann ihn nur stärker machen, ne? Leipzig und auch bei den Bayern hat er wunderbare Arbeit gemacht und der wird es top hinkriegen. Und auch nicht zu vergessen, ist es natürlich auch dann auch, gerade weil so ein Top-Trainer auf dem Markt war, natürlich auch eine wirtschaftliche Entscheidung. Da muss ich sagen, auch Julian selbst mit seinem Management unglaublich uns entgegengekommen. Ja. Da möchte ich mal gerne wissen, was denn bei uns Phase ist. Ich glaube ja wohl nicht wirklich, dass der Jule sich da hingesetzt hat, ja, ich bin jetzt beim DFB, ich mache das jetzt hier für 2 Mille. Verzichte auf die anderen 5. Dann wird er schön bei uns noch die Hand aufhalten. Da bin ich mal gespannt, ob dazu mal eine Aussage kommt. Das war so in der Form nicht zu erwarten und das ist mir wichtig in diesem Moment. Ja, auch mal an dieser Stelle, auch Bayern München hat noch vor einigen Tagen mit allen Verantwortlichen noch Kontakt. Auch Bayern München Lob, also auch für die war klar, auch wenn sich die Situation manchmal ein bisschen schwierig ist, auch mit dem DFB gab es ja ein paar Dinge, die haben nicht ganz so gestimmt. Aha. Jetzt mal ganz ehrlich, Alter, wir sind ja wohl der Club, der den scheiß DFB mit am meisten unterstützt. Wir haben letztes Mal Hansi Flick gehen lassen, weil er unbedingt wollte. Ja, wegen nichts anderem war die Chose. Und jetzt lassen wir Nagelsmann gehen und verzichten da auch wieder auf Kohle, die wir hätten. Der hätte mit Sicherheit in der Winterpause oder spätestens im Sommer einen Job gehabt und der hätte den Club 15 Mille gezahlt. Punkt. Ja, wir sparen jetzt eventuell sein Gehalt ein. Das ist ja auch noch nicht sicher. Oder ob wir nicht noch einen Teil übernehmen. Wir werden da auf jeden Fall Verlust fahren. So, mal wieder für den DFB. Aber auch die Bayern haben wunderbar mitgespielt und sind uns da nochmal entgegengekommen, oder auch dem Julian, in der Form, wo ich sagen muss, auch Bayern München möchte, dass wir als gemeinsame Aktion, als Nation, als DFB eine sehr gute Europameisterschaft spielen. Und also wie gesagt, ich bin von der Wahl, auch von Bernd, von Aki, total überzeugt, auch nach den ersten Gesprächen. Dass der Watzke da mittlerweile rumirrt, Alter, schockiert mich immer noch. Sag ich euch, wie es ist, ey. Das hat nichts damit zu tun, dass er Dortmunder ist. Das könnte auch bei uns hocken oder sonst wo. Der Typ ist mir, dass der überhaupt so in den Fußball reingerutscht ist, wie es in Dortmund ist, ne? Sowieso. Und Julian weiß, und das wisst ihr ja auch alle, ich werde alles dafür tun, meine 100%ige Unterstützung für ihn, dass wir dieses Projekt möchte ich gar nicht sagen, einfach, dass wir was für ein Projekt für ein Jahr, Alter? Ist ja kein Projekt. Da geht's darum, ja, spiel mal eine gute EM und dann ist er weg, der Jule. Finde ich schon kritisch, aber ja, auf der anderen Seite, was willst du machen, wenn du keinen hast, ne? Die Deutschen, dass wir unsere Landsleute glücklich machen bei der Europameisterschaft in den nächsten Spielen, dass es eine wunderbare Europameisterschaft wird. Mit voller Unterstützung von mir, logischerweise. Danke. Julian, jetzt hast du schon viel vom DFB gehört. Jetzt wollen wir natürlich auch was von dir hören. Ich glaube, das große Ziel, die Heim-EM, ist klar. Wie gehst du mit deinem Trainerteam die Reise jetzt an? Erstmal schönen guten Tag. Da ist er wieder, der Lorbeeren, Jule. für den netten Blumenstrauß meiner beiden Vorredner. Vielen Dank dafür. Auch ich fand die Gespräche herausragend gut. Deswegen, wie Bernd richtig gesagt hat, gab es keinen Anlass, mich überzeugen zu müssen, sondern eben das gerade erwähnte. Aber da muss ich auch mal kurz einwerfen hier, ne, weil wir sind ja immer noch auf dem Bayern-Kanal. Man hat schon gesehen, dass den Tuchel das ein bisschen genervt hat, ne, die Frage zum Nagelsmann. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, warum. Der wird wieder schön den Kimi schön ein bisschen massieren, der Jule. Ja, Ziel im Sommer, eine sehr, sehr gute Heim-EM zu spielen, ist extremer Anreiz für mich, ist eine große Herausforderung, der wir uns im Team stellen.
wir gehen sie an mit viel Enthusiasmus, mit großer Vorfreude, natürlich auch mit dem nötigen Verantwortungsbewusstsein. Ich hoffe, da kommt gleich mal so eine Frage zur Laufzeit. Warum denn nur so die Laufzeit ist. Und wenn er dann ehrlich ist und die Eier hat, dann Chapeau von mir und dann hat er auch meinen Respekt. Aber Rudi gerade richtig sagt, steht da dann bei einer Heim-EM auch eine Nation dahinter, die wir natürlich auch mit gutem Fußball als gesamte Gruppe, als gesamte Mannschaft auch begeistern wollen. Naja, Fakt ist, ich weiß nicht, wie die Spiele waren in den letzten Jahren der Nationalmannschaft, aber mit dem Nagelsmann wird es auf jeden Fall Offensivfußball geben. So viel steht mal fest. Ne? Aber es wird auch auf dem Weg zur EM ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir, und das wird nichts verkompliziert und es wird natürlich, wenn wir auch einen Fußball spielen wollen mit einer gewissen Idee, steht, glaube ich, außer Frage. Deswegen hat man auch einen Trainer, der eine gewisse Idee hat. Aber es wird so sein, dass wir schon den Anspruch haben, auch einen attraktiven Fußball zu spielen, der nicht nur von den Ergebnissen her die Menschen im Land begeistert. Weil ich glaube, das ist dann das ist die große Chance einer Heim-EM, die nicht so häufig vorkommt, immer die Nationen im Rücken zu haben, indem man vorher auf dem Weg dahin, auf der Reise, wie Franzi gerade gesagt hat, die Leute schon mitnimmt. Da musst du schon überzeugen, ne? Und dann wirst du auch eine Euphorie entfachen bei uns. Bei mir auch. Ich ist ja nicht so, dass ich die deutsche Nationalmannschaft nie mag oder dass ich nie heißblütig dabei war, aber was so die letzten Jahre so rumgedümpelt ist, ne? Aber vielleicht, wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Die ersten Nominierungen und dann sehen wir mal weiter. Nimmt und begeistert und das ist unser Ziel. Und dann eben in den Monaten zur EM hin eine Vorfreude zu entwickeln und dann eben das zu nutzen, dass wir zu Hause spielen dürfen, in einem großartigen Land mit hoffentlich großartigem Ausgang der selbigen Heim-EM. Wir freuen uns drauf und jetzt auch auf eure und ihre Fragen. Ich würde sagen, wir starten im Raum mit Alexander Bohnengel. Das ist alles, oder was? Das ist alles, was da ist? Beim DFB, bei einer Pressekonferenz? Oder sind dahinter jetzt noch 5 Reihen? Ich hoffe doch. Junge. Ja, meine Frage geht an Julian Nagelsmann. Hallo. Ich würde gerne anschließen an das, was Sie eben gesagt haben. Den attraktiven Fußball. Sie sind ja bekannt durch Ihre Arbeit bei den... Naja, seine Einstiegsfloskeln, die er losgeworden ist, sind dieselben, die er bei uns losgeworden ist. Wo er bei uns angetreten ist. Clubs, dass Sie sehr fokussiert, sehr detailliert mit den Mannschaften gearbeitet haben, um eine gewisse Spielidee am Ende zu erzeugen. Okay. Wollte schon sagen. Hätte mich jetzt aber auch gewundert. Inwieweit müssen Sie jetzt trotzdem im Zusammenspiel mit der Nationalmannschaft anders, pragmatischer vielleicht herangehen, den Fokus vielleicht auch ein bisschen mehr in Richtung Gesamtatmosphäre, Gruppendynamik legen? Also haben Sie da schon eine grobe Vorstellung? Ja, natürlich ist Selbstvertrauen, Atmosphäre ist wichtig, in jeder Mannschaft wichtig oder in jeder Gruppe, die zusammenarbeitet, nicht nur im Fußball, in anderen Sportarten, aber auch in der freien Wirtschaft ist Atmosphäre immer wichtig. Bin ja mal gespannt, ob er den Kimmich wieder zum Kapitän macht. Also zum einzigen, der die Binde tragen darf. Wichtiger Punkt. Aber um einen guten Geist zu entwickeln oder auch eine gute Atmosphäre zu entwickeln, bedarf es auch einer guten Idee, die Spieler verstehen, die Spieler umsetzen können. Also du brauchst als Spieler wird immer auch Phasen geben innerhalb eines Spiels oder auch innerhalb eines Turniers, wo es vielleicht mal schwierige Momente gibt. Und dann ist es schon wichtig, dass ein Spieler oder die Mannschaft auch immer was hat, woran sie sich greifen können. Also wir werden jetzt nicht nur auf die Atmosphäre schauen, sondern mir ist schon wichtig, dass wir eine Idee vermitteln, die, wie ich schon eingangs gesagt habe, nicht komplex wird, sondern die schon darauf ausgelegt ist, was ich gerade gesagt habe, um einfach auch einen attraktiven Fußball zu spielen, weil ich glaube, dass es da drin eine sehr, sehr große Chance liegt, uns dann im Sommer auch zur EM hin positiv zu pushen als ganze Nation. Aber dieser Plan ist trotzdem wichtig. Der wird nicht so komplex und kompliziert, wie es im Vereinsfußball ist, weil wir natürlich genügend Zeit, aber nicht so viel Zeit haben, das immer einzustudieren, sondern es geht schon darum, den Spielern Halt zu geben, aber eben auch Dinge, an die sich halten können, die auch in Anführungszeichen leicht umzusetzen sind. Und wie das dann aussieht, sieht man hoffentlich schon bei den nächsten beiden Länderspielen. Dann in der Mitte Frank Hellmann. Ja, Herr Nagelsmann, daran anknüpfend eigentlich wunderbare Überleitung. Diese ersten Länderspiele ist ja gleich jetzt eine USA-Reise, die vielleicht auch nicht so einfach ist. Ein Flug, Zeitumstellung. Ist es vielleicht ganz gut, so ein bisschen weg von der Öffentlichkeit, wo keiner vielleicht ganz genau zugucken kann, was trainiert wird? Oder ist es eher so ein Erschwernis, dass man eben so einen Trip angeht? Ich meine, was sagen Sie dazu?
Ich glaube, für so eine Reise jetzt in die USA gibt es immer für und wider. Ich glaube, da braucht man nicht drum herum reden. Für mich jetzt als neuer Trainer dieser Mannschaft gibt es ein großes Für, weil wir einfach einen gewissen Zeitraum zusammen sind, zusammen verbringen, natürlich auch ganze Tage verbringen. Sprich, dass ich kenne ja generell alle Spieler, aber natürlich noch nicht jeden persönlich. Auch die Chance habe, inklusive dem Trainerteam, den neuen Protagonisten, auch die Mannschaft besser kennenzulernen. Und wie ich schon gesagt habe, die Reise dahin zur EM ist auch wichtig und wir müssen da jede Einheit nutzen. Wir haben nicht allzu viele, wir müssen die Spiele nutzen, natürlich uns gegenseitig kennenlernen, die Idee kennenlernen, aber einfach auch dann, ja, wie vorhin eingangs gefragt, die Atmosphäre zu entwickeln und da kann das sehr, sehr viel nützen. Natürlich steht da auch immer eine Belastung dahinter, mit der wir nicht blauäugig umgehen werden. Wir werden natürlich auch darauf gucken, dass die Spieler gesund bleiben, weil ja auch die Reise zur EM ist nur dann wirklich gut, wenn wir möglichst alle Spieler über den gesamten Zeitraum auch an Bord haben. Sprich, auch da werden wir ein Auge drauf haben, weil natürlich Flugreise und dann auch Spiele, Zeitumstellung und Rückreise natürlich auch eine gewisse körperliche Belastung sind. Aber die Spieler sind alle jung, sind alle topfit, stehen alle. Also kein Thomas Müller, kein Mats Hummels, kein Ilkay Gündogan. Ja, dann. Gut im Saft. Ich habe jetzt gleich ein Meeting mit dem Athletiktrainer, der wird mir das dann hoffentlich auch nochmal bestätigen, dass die Spieler alle sehr, sehr gesund und fit sind und dann mache ich mir da keine großen Sorgen, sondern freue mich drauf, dass wir die gemeinsam. Aber so wie er quatscht, hört sich ja so an, als würde er mit demselben demselben Kader darum eiern wollen. Zeit haben. Aha. Heiko Ostendorp. Hier einmal. Hallo erstmal. Können Sie mal einen Einblick geben, wie Sie die letzten Länderspiele vielleicht auch rund um die WM und seit der WM verfolgt haben? Ist man da dann so als Fan quasi auch unterwegs? Wie sitzt man da vom Fernseher? Denkt man das gleich? Ja, na klar, du bist als Bayern-Trainer, bist du dann Fan der deutschen Nationalmannschaft, weil du die Zeit da hast, dir das reinzuziehen. Alter. Ja gut, jetzt war er arbeitslos, da wir die Zeit gehabt haben, aber vorher doch nicht. Wie wir, und das ist eigentlich eine tolle Mannschaft und warum kommt da so wenig bei rum? Inwiefern hat man sich diese Gedanken gemacht und haben Sie auch die Doku gesehen und vielleicht können Sie uns da auch mal Ihre Gedanken mitteilen. Ja, ich will gar nicht so viel über die Vergangenheit reden, aber natürlich habe ich die Länderspiele alle gesehen und verfolgt. Ich sitze natürlich ein bisschen anders vorm Fernseher wie vielleicht ein Journalist, sprich ich habe dann schon auch ein bisschen Mitgefühl für die einzelnen Protagonisten, was dann so um die Spiele auch geschrieben wird, berichtet wird. Es ist nicht immer super angenehm. Natürlich, wenn man erfolgreich ist, ist es immer angenehmer, wenn man nicht erfolgreich ist. Generell bin ich kein Trainertyp, der vorm Fernseher sitzt, auch Bundesligaspiele guckt oder Champions League oder Euroleague oder was auch immer oder Nationalmannschaft und mir dann immer Gedanken machen, okay, das würde ich so nicht machen, das finde ich eine komische Entscheidung, das ist ein komischer Wechsel, weil ich ja weiß, wie es im Alltag als Trainer ist, auch weiß, wie es im Alltag als Spieler ist, dass man einfach, wenn man in den Mannschaftsbesprechungen sitzt, gibt es eine gewisse Vorgabe und die kann manchmal so sein, dass kein Journalist sie überblicken kann, weil es einfach was Spezielles ist auf den Gegner oder auf den Zeitpunkt oder was auch immer. Wie bei uns, dass Flankenschlagen verboten ist zum Beispiel. Sprich die Bewertung von außen und das macht euren Job sehr, sehr komplex. Und meine dann auch, wenn ich nicht im Amt bin, ist sehr, sehr schwer. Bewerte ich dann lieber, sondern sitze dann da schon eher aus Fansicht, habe ich die Spiele begutachtet und mich natürlich nicht darüber gefreut, dass wir die letzten Spiele und auch die WM nicht so erfolgreich gestaltet haben. Die Doku habe ich mir noch nicht angeguckt, bewusst, weil ich mir einfach mein eigenes Bild komplett machen will. Natürlich habe ich viel darüber gelesen und ich werde sicherlich... Aha. Also wenn du es gelesen hast, kannst du es dir auch angucken. Was ist das jetzt wieder für eine Aussage? Ich möchte mir selber ein Bild machen, aber ich habe natürlich viel drüber gelesen. Sind wir wieder bei der Situation. Auf dem Weg jetzt zur EM die Doku mir noch angucken, aber ich habe bewusst mich jetzt die letzten 1,5 Wochen nicht damit befasst und nicht das angeguckt, sondern mir mal ein komplett eigenes Bild zu machen, ohne vorherige... Rufst du eher bei den Josh an und fragst ihn. Machen wir uns doch nichts vor, Jule. Digitale Eindrücke. Dann gehen wir einmal nach rechts, Ulrike John. Hallo, Herr Nagelsmann. Hallo. Sie waren ein halbes Jahr quasi von der Bildfläche verschwunden, zumindest für uns. Ihr hat immer einen Befehlston drauf, wa? Ja, was ist denn mit dir nicht richtig, Hasi? Ja, immer ein bisschen lockerer. Ja, vielleicht können Sie mal erzählen, was Sie gemacht haben und wie sehr Sie sich mit Fußball beschäftigt haben in der Zeit. Ja, ich habe ein paar Urlaube gemacht, habe die Zeit... Sieht man gar nicht so braun gebrannt, wie er ist. Mit der Familie verbracht. Ich kannte das ja auch so noch nicht. Klar, die ersten Wochen waren ungewohnt für mich. Ich bin ja schon einer mit Tatendrang, der gerne auch einen Job hat und arbeitet. Naja, deswegen hast du auch alle abgelehnt und dir schön die 7 Mille von uns reingezogen. Weil du so einen Tatendrang hast. Aber dann habe ich die Zeit natürlich genutzt,
um privat Dinge zu machen, für die ich sonst nicht die Zeit hatte, weil ich ja Ich würde es nicht anders machen. Wenn mich jemand dafür bezahlen würde, dass ich machen kann, was ich will, ja, da würde ich mir auch die Eier schaukeln, ne? Und das machen, was wichtig ist und ziehe mir die 7 Mille rein. Ja, eigentlich seit ich 15 bin im Kein Vorwurf Leistungssport meinerseits an ihn. sprich die Taktung immer ähnlich ist. Natürlich habe ich mit 15 jetzt keine Champions League gespielt, aber Nicht? dann irgendwann Trainer und auch im internationalen Wettbewerb. Und dann habe ich die Zeit genutzt, aber natürlich auch viele Treffen, Meetings gehabt, um einfach die Zeit auch bei Bayern München zu reflektieren, sprich mich auch mit Fußball, mit meinem eigenen Fußball zu beschäftigen, mit Dingen, die gut gelaufen Ja, komm, mach jetzt mal eine Analyse, komm. Da wär ja herausragend. sind, mit Dingen, die vielleicht weniger gut gelaufen sind, die ich hätte besser machen müssen, besser machen können, die ich auch in Zukunft besser machen möchte. Ich bin froh, dass ich jetzt die Chance dazu habe. Ich wollte gerade sagen, er ist ja jetzt leider nicht mehr unter Vertrag bei uns. Sonst hätten wir ja sagen können, wir holen ihn jetzt nochmal zurück in der Winterpause. Wäre doch ein smarter Move gewesen, steht ja noch auf der Gehaltsliste. Aber jetzt ja anscheinend nicht mehr. Die Fehler, die ich gemacht habe bei Bayern, nicht nochmal zu machen, sondern eben mich verbessert Ja, die da wären, zu zeigen in gewissen Dingen, die mir wichtig wenn das jetzt kein Journalist danach fragt, Junge, dann. waren, ohne dass ich jetzt ins Detail gehe. Das Aha. ist immer ganz schön, wenn man dann hinterher in der Bewertung das vielleicht wahrnimmt, was ich geändert habe in gewissen Bereichen. Und dann hoffen wir, dass es erfolgreich ist. Dann in der Mitte Sebastian Wessling. Ja, auch mit einer Frage an Julian Nagelsmann. Hallo. Sie haben gesagt, Sie wollen nicht so sehr in die Vergangenheit schauen, aber nichtsdestotrotz, die Mannschaft hat ja jetzt in den letzten Wochen einige Probleme gehabt, fußballerischer Natur. Wie sehen Sie den Stand der Mannschaft und was sind Ihre Mittel, um da jetzt vielleicht schnellstmöglich den Schalter umzulegen, wie man so schön sagt? Ja, ich habe es eingangs ja schon gesagt, schon mit einer klaren Idee. Ich sage mal eine Überschrift, wir brauchen eine gute, gesunde Aggressivität Richtung gegnerisches Tor. Das ist im Attackieren so, ist auch mit Ball so. Guckt euch den Fußball an. Wir wissen, worauf es hinausläuft unterm Nagelsmann. Was ja auch okay ist. Gerade gegen tiefstehende Gegner, dass wir da die nötige Präsenz auch in den 16er reinkriegen und Stress erzeugen beim Gegner, dass es einfach dem Gegner auch wehtut, gegen uns zu spielen. Und dann kommt, glaube ich, auch die nötige Emotion rüber, die wir brauchen, um eben auch, wie ich schon gesagt habe, wenn möglich die Fußballnation Gnabry als Neuner, yeah! Rundherum in- und außerhalb der Stadien auch zu begeistern auf dem Weg dahin, aber dann speziell natürlich auch bei der EM. Wir haben eine Idee schon entwickelt, trotzdem werden wir die auch dann im Laufe der Einheiten und der ersten Spiele USA, Mexiko auch anpassen und natürlich auch auf die Spieler abstimmen. Bin mal gespannt, ob er die Eier hat, einen Kuckuck da vorne reinzustellen. Ich denke ja nicht. Ich weiß nicht, ob er Füllkrug-Fan ist, I don't know. Es wäre auf jeden Fall ein Trauerspiel, wenn der Gnabry da als falscher Neuner auflaufen wird. Aber zuzutrauen ist das den Nagelsmann. Natürlich kenne ich jeden einzelnen Nationalspieler, ich kenne ihre Performance in den Clubs. Ich habe auch einige davon nicht nur bei Bayern trainiert. Trotzdem ist es Jetzt lass uns mal überlegen, wen hat er denn trainiert, der nicht beim FC Bayern spielt? Von den Nationalspielern. Ja, Niklas Süle, der mittlerweile in Dortmund ist. Aber sonst? Ist da irgendein Leipziger? Also ein Hoffenheimer, er läuft damit sicher nie rum. ein langer Weg bis zur EM noch, wo viele Dinge in deren Timo Werner, ne? auch passieren kann und hoffentlich im Positiven passieren wird, dass sie alle eine sehr, sehr gute Form haben Richtung EM. Was war denn eigentlich mit dem bei der Nationalmannschaft so die letzten Wochen und Monate? War der überhaupt dabei? Bin da echt raus aus dem Thema. Aber ich gehe da rein jetzt. Unterm Jule gehe ich da rein. Und dann werden wir das immer wieder von Maßnahme zu Maßnahme auch bewerten. Aber generell haben wir eine Struktur, eine Idee entwickelt, wie wir das schaffen wollen. Ja, wenn ihr denkt ja oft in Headlines in der Journalie. Die Headline kann schon sein, eine gesunde Aggressivität. Das Wort ist immer so ein bisschen negativ belastet, aber deswegen sage ich eine gesunde Aggressivität Richtung gegnerisches Tor. Das betrifft aber nicht nur den eigenen Ballbesitz. Pressing, Pressing, Wir gehen in der Pressing! Reihe weiter, Patrick Berger. Vielen Dank, Franzi. Hallihallo auch von meiner Seite. Herr Nagelsmann, Sie haben mit Herrn Glück, der ja auch hier ist, und Sandro Wagner 2 neue Co-Trainer dazu bekommen. Können Sie mal ein bisschen vielleicht erklären, inwiefern das auf diese Konstellation dann am Ende gefallen ist? Ich finde das so traurig, dass keiner mal fragt, warum er nun eine Vertragslaufzeit bis zur EM hat.
und wie speziell auch Ihr Verhältnis zu Sandro Wagner ist. Und eine Anschlussfrage an Rudi Völler. Ist ja ein sehr junges Trainerteam mit 35, 36, 37. Auch ein sehr impulsives Trainerteam. Inwiefern ist es vielleicht auch Ihre Aufgabe als jemand, der ein bisschen mehr Lebenserfahrung hat, da vielleicht auch mal die Jungs dann einzufangen und werden Sie vielleicht sogar auf der Trainerbank sitzen? Also nicht auf der Trainerbank, aber mit auf der Bank. Danke. Also ich sehe Rudi auch Teil des Trainerteams bei uns dabei. Wir haben einen sehr engen Austausch und werden einen sehr engen Austausch haben. Das ist mir extrem wichtig. Ich glaube, den sehr positiven Einfluss, den Rudi auf die Mannschaft hatte, hat man jetzt gesehen. Und diesen Austausch, die Erfahrung von Rudi möchte ich mitnehmen. Und ich glaube, das ist für uns als Trainerteam und auch natürlich auch für die Nationalmannschaft sehr, sehr befruchtend. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich Rudi an meiner Seite habe und mit im Boot habe, dass wir diesen zurückgewonnenen Enthusiasmus, den zurückgewonnenen Glauben aus dem Frankreich-Spiel natürlich. Das ist nicht deren Ernst, dass sie nach dem ganzen Gegurke, was so die letzten Monate zu sehen war, ziehen die sich jetzt hoch an einem 2:1 gegen Frankreich, wo noch niemand die statistischen Werte für die deutsche Nationalmannschaft gesprochen haben, oder was? Dass jetzt schon wieder alles Aufbruchsstimmung ist, oder was? Das ist ja schon wild, ey. Natürlich auch weitertragen, gemeinschaftlich weitertragen und auch gemeinschaftlich versuchen, voranzugehen. Sandro hat ich kenne Sandro natürlich schon lange, habe ihn trainiert in Hoffenheim, weiß, dass er ein extrem intelligenter Mann ist, der sich schon als Spieler auch viel damit beschäftigt hat in Unterhaching eine sehr gute Arbeit geleistet, hat jetzt auch und natürlich auch mit Rücksprache mit Rudi einen sehr guten Job gemacht, auch in der Kürze der Zeit, aber trotzdem schon einen Einfluss gehabt. Und dann war es für mich total naheliegend, ihn zu fragen, ob er sich auch vorstellen kann, Teil des neuen Trainerteams zu sein. Und dann war es Sandro typisch. Das Telefon wurde sehr warm an meinem Ohr, weil er sehr gebrannt hat. Und da hat mir sofort signalisiert, dass es die richtige Entscheidung war, dass wir genau so einen Typen auch brauchen im Trainerteam, der einfach mitzieht, der vorangeht, der natürlich auch die Spieler kennt, einen guten Draht hat. Ja, und von dem bin ich sehr, sehr froh. Ist jetzt dieses Wochenende auch schon in den Stadion unterwegs und schaut sich Spiele an. Genau das brauchen wir, dass wir jetzt nicht jedes Spiel sehen, aber sinnvolle Spiele sehen, um einfach auch immer wieder up-to-date zu sein von den einzelnen Protagonisten, Spielern rundherum, wie sie sich wohlfühlen, wie sie performen. Und bei Benji, mit dem arbeite ich jetzt seit mehreren Jahren sehr erfolgreich zusammen und ist einer, der einfach meine Struktur kennt, meine Gedanken kennt, der auch mit Spielern sprechen kann, ohne dass ich daneben sitzt, der weiß, wie ich ticke, der diese Gedanken natürlich auch ins Trainerteam, in andere Bereiche reintragen kann, ohne dass ich das immer machen muss, weil natürlich ich auch in der Zeit viel mit Spielern sprechen werde. Aber wir haben natürlich einen großen Staff auch außenrum und das ist sehr, sehr wertvoll, einen engen Vertrauten zu haben. Da freuen wir uns sehr drauf, der im Prinzip den gleichen Job übernimmt wie bei den vorherigen Stationen auch und ist ein ganz wichtiger Teil meines Teams schon seit 10 Jahren und ich freue mich, dass der Weg gemeinsam weitergeht. Ja, natürlich werde, wie Julian sich schon gerade erklärt hat, natürlich nah dran sein an ihm oder auch an der Mannschaft sowieso, aber auch an den Co-Trainern. Aber Julian ist der Bundestrainer und der wird natürlich immer die Entscheidungen treffen mit seinem Trainerteam, auch mit den anderen Kollegen. Und ich werde nicht auf die Bank gehen. Also ich werde auch wie vorher mit Bernd und mit Aki oben auf der Tribüne sitzen und werde da das verfolgen, aber bin natürlich nah dran. Aber eins ist auch klar, das ist mir wichtig, so habe ich es auch immer in Leverkusen gehandhabt. Natürlich Austausch ist klar, aber klar, Julian ist der Trainer, ist der Bundestrainer, der trifft die Entscheidungen. Und man hat ja gerade gesehen, das ist auch nochmal jetzt ergänzen, wie er sich schon mit der Sache beschäftigt, nicht weil er gerade heute vorgestellt wird, sondern die Art und Weise, wie er versucht, jetzt schon die ersten Einflüsse reinzubringen. Und also ich bin sehr, sehr optimistisch. Dann direkt daneben Yannick Hüber. Ja, das wäre ja noch der Hammer, wenn der Rudi da jetzt den Bundestrainer macht und der Jule nur ein Co-Trainer oder was? Ja, hallo auch von mir. Herr Nagelsmann, Sie haben ja schon durchklingen lassen, dass die Trainerrolle sich verändert, dadurch, dass Sie nicht mehr den direkten täglichen Kontakt zur Mannschaft haben. Bei wem informieren Sie sich noch? Von wem lassen Sie sich beraten? Haben Sie auch mal Kontakt zu Hansi Flick aufgenommen oder haben Sie das noch vor? Und Frage an Herrn Neuendorf, Sie haben vorhin von dem richtungsweisenden Treffen letzte Woche gesprochen. Wie waren denn da so die atmosphärischen Schwingungen? Was waren die Inhalte und wo haben Sie sich eigentlich getroffen? Vielleicht können Sie uns mal einen Einblick geben. Ja, Kontakt, das halte ich immer dieselben Schnarchfragen wie bei uns in der PK. Gern privat, wie schon immer. Die Frage kommt ja immer, wenn man gegen irgendeinen spielt, den man kennt oder jetzt der Nachfolger von jemand ist, kommt diese Frage, das halte ich gern privat, weil es einfach auch dann private Gedanken sind, die man austauscht und von dem her muss ich nicht großartig darüber sprechen.
wo hole ich mir Rat? Natürlich die Hauptansprechpartner sind die Spieler für uns als Trainerteam. Das ist das Allerwichtigste. Deren Eindrücke holt sich schon den Rat beim Kimmich ab, macht euch keine Sorgen, wie sie auf dem Leute. Feld fühlen, wie sie mit der Idee zurechtkommen, wie sie die Idee auch umsetzen können. Das wird natürlich auch die Hauptaufgabe sein, in Zeiten, wo wir keine Maßnahmen haben, Kontakt zu Spielern zu haben, wie es im Verein läuft. Natürlich auch zu bewerten, was spielen die Spieler, Großteil der Spieler für Grundordnungen in den Clubs, welche Position, wo fühlen sie sich wohl vielleicht weniger wohl. Und da ist natürlich der persönliche Austausch mit den Spielern das Allerwichtigste. Dann habe ich schon erwähnt, haben wir natürlich auch ein großes Team ums Team herum, die teilweise schon seit Jahren bei der Nationalmannschaft dabei sind und die Spieler über einen langen Zeitraum begleiten, nicht nur auf Nationalmannschaftsebene, sondern auch auf Clubebene, da natürlich immer auch einen engen Draht im Jahresverlauf pflegen. Und auch da werde ich Austausch suchen, das ist ja klar. Aber Ansprechpartner Nummer 1 bleiben die Spieler. Ganz links Philipp Seldorf. Herr Fiedler. Ja, in der Tat. Wir hatten am Dienstag dieses erste Gespräch, ich habe es ja angedeutet in meinem Eingangsstatement. Mischt er sich denn da jetzt nochmal ein? Muss er jetzt nochmal seinen Senf dazu geben, oder was? Das hat in Köln stattgefunden und da ging es ehrlich gesagt Rudi und mir, weil Aki war zu dem Zeitpunkt in Paris, weil das Champions League-Spiel anstand. Also haben Rudi und ich dieses Gespräch geführt. Und ich kann nur sagen, mit so einem ersten Gespräch, dann ging es gar nicht um Vertragsdetails oder so. Das ging dann erst los, nachdem wir nach diesem Treffen das Gefühl hatten, ja, das geht auf. Das ist eine wunderbare Kombination. Wer hätte das gedacht, dass man erstmal auschecken muss, ob derjenige zu einem passt? Die wir da eingehen können. Und es war so, dass wir natürlich viel mit Julian gesprochen haben über seine Situation oder wie er den Job angehen würde. Ehrlich gesagt Julian kommt sehr stark aus den Vereinen, das ist so, und ein bisschen ihm einen Eindruck zu vermitteln, was ist eigentlich DFB, was bedeutet das, Bundestrainer zu sein, was findet er hier vor, was für ein Umfeld, wie ist es mit den Mitarbeitern, wie funktioniert so ein Turnier, das ich ja jetzt auch einmal miterleben durfte, eine WM und eine Vorbereitung und das Ganze drumherum, die Maßnahmen, die Länderspiele, wir haben über alles Mögliche halt gesprochen. Rudi ist ja jetzt auch schon eine Weile an Bord, hat das, glaube ich, auch sehr gut dann nochmal rüberbringen können, weil er ja dann doch immer sehr, sehr nah an der Mannschaft ist, hat das mit Julian besprochen. Also wir haben uns einfach ein bisschen à jour gebracht, wie wir die Aufgabe verstehen, wie wir es sehen. Wie gesagt, was Julian hier vorfindet beim DFB. Und wir haben tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rund um die Nationalmannschaft. Das will ich auch noch mal betonen. Das Team hinter dem Team, das einen tollen Job macht. Und ich glaube, da kann er sich voll drauf verlassen, auch auf die Unterstützung. Das waren so die Themen, und als wir rausgegangen sind, war für uns, glaube ich, schon, dann gab es natürlich noch mal auch ein Gespräch mit Aki, und wir waren uns aber einig, dass wir den Weg jetzt fortsetzen wollen, und erst dann ging es sukzessive in die Gespräche, wenn es dann rund um Vertragsdetails geht. Aber dieses erste Meeting war sehr stark geprägt jetzt einfach vom gegenseitigen Kennenlernen, vom gegenseitigen Lernen und Verstehen, und das war sehr, sehr angenehm. Gefühlt hat er jetzt 15 Minuten geblabbelt für nichts. Also ist ja wohl logisch, dass man im ersten Gespräch sich kennenlernt, Alter. Und nicht sagt, yo, hier, wie lange Laufzeit, was willst du verdienen? Dann haben wir noch 3 Fragen hier im Raum und starten ganz links mit Markus Hahn. Achso, entschuldige, Philipp. Natürlich. Dann haben wir 4. Ja, pardon. Ich frage trotzdem nochmal nach, dieses eine Länderspiel, Rudi, das plötzlich aus dem Nichts wieder für tolle Laune gesorgt hat. Verändert das ein bisschen deine Rolle als Fußballfachmann innerhalb des kleinen Kreises, der Nationalmannschaft seid? What the hell is going on, Alter? Wirst du vielleicht etwas mehr mitreden im Sport, vielleicht sogar im Tagesgeschäft? Und eine zweite Frage. Natürlich nicht, er ist ein verfickter Sportdirektor, Alter, und er hat gerade einen neuen Trainer da sitzen, den er vorstellt. Sagt er dann, ey, pass mal aber auf, aber der Kimmich, ne, der muss immer spielen, ne? Und der Gündogan muss auch immer spielen. Und ein Timo Werner wird nicht eingeladen. Was ist denn los mit den Journalisten, Alter? Haben die alle Lack gesoffen oder was? Eine Frage, die in diese Richtung geht. Marc-André ter Stegen hat nach dem Spiel auch eine schöne Headline aufgesagt, als er sagte, das sei Einfachheit in Perfektion gewesen.
die Strategie bei diesem Spiel. Ist das vielleicht ein Stichwort, Herr Nagelsmann, das Sie dann sozusagen aufgreifen wollen? Ja, zuerst, klar, was ja wichtig ist, ich meine, das haben wir ja alle gesehen bei dem Spiel in Dortmund gegen Frankreich. Das geht dann so ein bisschen unter, selbst bei dem Spiel in Wolfsburg gegen Japan, wer dort war oder es am Fernsehen gesehen hat, dass trotz der negativen Ergebnisse, die Spiele davor, durch das Ausscheiden in der Vorrunde, wie positiv eigentlich die Stimmung schon in Wolfsburg war. Bei den Zuschauern vor Ort, natürlich am Ende des Spiels, als wir dann das 3. und das 4. dann kassiert haben, dann waren noch ein paar Pfiffe dazwischen, aber es war im Grunde auch in Wolfsburg schon sehr positiv, auch nach dem Spiel. Natürlich in Dortmund, auch vor dem Spiel dann auch wieder unglaublich. Ja, ist halt der Ruhrpott, Alter. Sind halt einfach fußballbegeisterte Idioten, die einfach glücklich sind, wenn die Nationalmannschaft immer aufläuft. Und wenn sie dann noch ein bisschen performt, dann kriegt sie auch das zurück, was sie braucht. Ja, so einfach ist das. Positive Stimmung bei den Menschen, die vor Ort waren. Natürlich war dann der Highlight natürlich logischerweise, dass wir das Spiel dann auch gewonnen haben. Und auch da nochmal, möchte ich auch nochmal sagen, auch nochmal Dank an Hannes Wolf und auch Sandro Wagner, aber auch Hannes Wolf vor allen Dingen, der mir da sehr geholfen hat. Was der da sucht, weiß ich nicht, aber der ist ja dann jetzt weg, war. Hannes Wolf, Alter. Nicht nur ich alleine, sondern auch mit Hannes dann und Sandro, dann so ein richtig tolles Spiel abzuliefern gegen die Franzosen. Das ist manchmal nochmal wichtig zu sagen. Klar. Ja, dann kannst du jetzt auch die Fragen beantworten oder greifen wir jetzt alle nur noch Themen aus der Luft auf hier? Natürlich werde ich, man hat es eben gerade gegenseitig schon gesagt, nah an der Mannschaft sein, aber das war ich auch bei Hansi. Ja, habe auch versucht, das war ja auch die Idee der Taskforce, dass ich Hansi unterstütze, sicherlich nach dem Ausscheiden bei der WM, aber auch, klar, habe ich dann auch gespürt und Hansi auch selbst auch dann nach der WM, nach dem Ausscheiden in der Gruppenphase, dass dann einfach der Rucksack, diese Bürde des Ausscheidens, das war dann doch eine große Belastung. Ja, das hat ihn dann schon belastet, obwohl ich immer noch glaube, dass Hansi ein absoluter, ist ja keine Diskussion, ein absoluter Top-Trainer ist, der mit Sicherheit nach einer gewissen Auszeit wieder irgendwo bei irgendeinem Top-Club oder irgendeinem Verband dann eine große Aufgabe nehmen wird. Da bin ich Ich glaube das nicht, sag ich euch ganz ehrlich, Alter. Der Hansi ist ein guter Trainer für eine funktionierende Mannschaft, der die Spieler alle bei Laune hält, der so ein guter Kumpeltyp mäßig ist, wie gesagt, der die Spieler ganz gut füttern kann, so, aber er ist kein Trainer, der irgendwie taktische Konzepte oder eine klare Spielidee oder irgendwie eine Mannschaft aufbauen kann. Das sehe ich bei ihm nicht. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Werden wir jetzt sehen in Zukunft, wa? Da bin ich mir ganz sicher. Ja, das nur so am Rande. Aber natürlich wird der Austausch da sein. Aber nochmal ganz klar, Julian ist der Bundestrainer, ist der Trainer. Und ja, sonst hättest du keinen Bundestrainer verpflichten brauchen. Da hättest du sagen können, ich bleib beim Hannes Wolf und Sandro Wagner und Rudi stellt die Mannschaft auf und alles ist gut. Hättest du dir da sonst schenken können. Er brennt, seine Ideen reinzubringen, ganz klar. Ja, Einfachheit ist schon ein gutes Stichwort. Habe ich ja auch eingangs schon gesagt, dass wir schon eine Idee haben, die wir auch vermitteln wollen, die aber nicht so kompliziert wird, dass man sie nicht umsetzen kann, sondern Einfachheit ist ein wichtiger Punkt. Aber was ich einmal sagen muss, schön zu sehen, dass der DFB wenigstens ein bisschen professioneller ist wie der FC Bayern München, was die Presseabteilung angeht. Ne? Da haben schön, jeder hat ein eigenes Pult mit einem Knöpfchen, wo er das Mikrofon an und ausmacht. Vorbildlich. Aber gerade im Hinblick ist es dann sicherlich in einem Turnier ein bisschen andere Voraussetzungen wie bei Einzelspielen. Auf dem Weg dahin müssen wir auch die Fähigkeit haben, auf gewisse Situationen und Umstände reagieren zu können. Das heißt nicht, dass wir 14 verschiedene Grundordnungen spielen, keine Sorge, sondern es geht einfach darum, dass wir schon auch die Fähigkeit haben, ein bisschen zu adaptieren, wenn ein Ergebnis notwendig ist oder wenn ein Ergebnis halten notwendig ist oder was auch immer. Und natürlich ja, alles das, was ein Hansi nicht kann. so ein Turnier das eine Spiel auch das andere bedingt und wir auf gewisse Situationen reagieren müssen. Und das werden wir auf dem Weg dahin versuchen umzusetzen. Dann jetzt, Markus Hahn. Hier hinten, Julian, 2 Fragen an Sie. Sie sind 36, es gibt 82 Millionen Bundestrainer. Ich glaube, es ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Sommermärchen 2.0, es wird viel erwartet. Haben Sie eigentlich auch ein bisschen Bammel vor der Aufgabe? Das ist die erste Frage. Und zweite Frage, warum nur bis zum Ende der Europameisterschaft? Halleluja! Halleluja! Darauf haben wir 50 Minuten gewartet.
Wenn ich den Ausdruck sehe, sagt mir das schon alles, warum. Gibt es Gespräche, dass Sie vielleicht verlängern? Können Sie sich das vorstellen? Wie sind da die Rahmenbedingungen? Danke. Ja, ich fange vielleicht mal mit der zweiten Frage an. Für mich ist ganz, ganz wichtig, dass die EM steht im Fokus meiner Denkweise und der Denkweise des Verbandes. Das ist das, was über allem steht. Wir wollen ein gutes Turnier, eine gute Heim-EM spielen. Und der zweite ganz wichtige Punkt für mich war im Austausch, DFB hatte den Wunsch, wir hatten den Wunsch, dass die gegenseitige Arbeit Vertrauen weckt und nicht irgendein Vertragspapier. Ich glaube, ich bin ein ganz gutes Beispiel. Was ein dünnsches Gelaber. Nochmal, der DFB hätte nie einen Bundestrainer genommen, von dem er überzeugt ist. Und hätte dann gesagt, komm, du machst das mal bis zur EM und dann gucken wir mal weiter. Das ist völliger Schwachsinn gerade. Ich hatte einen langfristigen Vertrag und am Ende ist es immer wichtig, dass die Arbeit funktioniert und dass man gemeinschaftlich das Gefühl... Ich meine, klar, für den DFB ist es... auf der einen Seite kann es gut sein, auf der anderen Seite schlecht. Wenn es nicht klappt, musst du nicht irgendwie Abfindung zahlen oder sonst was. Ja. Aber das ist schon eine komische Vorgehensweise. Gefühl hat, es ist befruchtend für beide Seiten. Es ist erfolgreich und vielleicht macht es noch ein bisschen Spaß dazu. Das wäre das Beste. Und dann ist das Wichtige, wie gesagt, dass die gegenseitige Arbeit das Vertrauen schafft und nicht das Papier als solches. Und wenn wir im Sommer da sitzen und sagen, es war sehr erfolgreich und es hat diese Punkte erfüllt, Erfolg, gewisse Freude, befruchtend für beide Seiten, dann ist von meiner Seite da auch nichts ausgeschlossen. Ja? Aber eben um dieses Turnier im Vordergrund zu haben und keine Gedanken an danach zu verschwenden. Das ist für mich einfach eine hohle Phrase, eine hohle Ausrede. Einfach um das Turnier im Vordergrund zu haben. Als wenn er jetzt für 2 Jahre unterschrieben hätte, für 3 oder 4, dann wäre das Turnier nicht im Vordergrund, oder was? Wäre dann seine Laufzeit im Vordergrund, oder was? Was ist das denn für ein Dünnschiss, Alter? Manchmal sollten die sich mal selber zuhören. Es ist doch völlig okay, ja? Mein Gott, er hätte auch sagen können, wisst ihr was, Leute, ich weiß nicht, ob der Bundestrainer so richtig was für mich ist. Ich ziehe das jetzt hier durch. Ich bin heiß, ich bin voll motiviert. Ich will eine gute Heim-EM mit unserer Nationalmannschaft spielen. Und dann gucke ich mal, ob mir das gefällt, ob dem DFB gefällt, was ich mache. Und dann setzen wir uns zusammen. So, dann wäre doch eine ehrliche Antwort gewesen. Wäre doch alles gut gewesen. Da muss man doch nicht so rumeiern hier. Es ist genau die richtige Entscheidung. Und mein Ziel ist es, das Vertrauen durch eine gute Arbeit im Trainerteam und mit dem Trainerteam zurückzuzahlen. Und nicht das Vertrauen zu spüren, weil ich jetzt einen 5-Jahres-Vertrag habe. Die Erfahrung habe ich ja jüngst gemacht, dass ein Vertrag leider nicht immer das ist, was dasteht, sondern es geht darum, die Arbeit gemeinschaftlich du musst schon Leistung bringen, damit der Vertrag läuft, Alter. Erfolgreich zu gestalten. Nein, Bammel habe ich nicht. Natürlich habe ich ja auch gesagt in meinem Eingangsstatement, was nicht auswendig gelernt war. Deswegen habe ich, glaube ich... Das war schon ein bisschen... Ihr müsst es mal raussuchen beim FC Bayern, so seine erste Vorstellung, dass man nebeneinander setzen. Du hast von Verantwortungsbewusstsein gesagt, das habe ich natürlich schon, weil ich schon weiß, dass es auch nationales Interesse ist, dass wir eine gute Heim-EM spielen. Ich habe keinen Bammel davor, weil ich Vertrauen habe in die Mannschaft, weil ich Vertrauen habe ins Trainerteam, das ist das Wichtige. Und weil ich mich als Person, Julian Nagelsmann, jetzt nicht nur über meinen Job definiere. Ich bin sehr, sehr guter Dinge, dass wir eine gute EM spielen und dass wir eine erfolgreiche EM spielen. Habe aber keinen Bammel davor, wenn es mal Phasen gibt auf dem Weg dahin oder auch in der EM, wie ich schon gesagt habe, das kann passieren, wo es nicht immer perfekt läuft. Das gehört zu diesem Job dazu. Man muss dann gewisse Dinge aushalten und sich immer bewusst sein, wenn man abends ins Bett geht, dass es schon noch einen anderen Teil gibt, der mich als Person definiert und nicht nur der Job des Fußballtrainers. Dann eine Frage hier links von Hartmut Scherzer. Hartmut! Hallo, Herr Nagelsmann. Hallo. Wie bewerten Sie die Tatsache, dass Sie ja nur in der Ach du grüne Neune, Alter. Nationalmannschaft den harten Kern des FC Bayern wieder treffen? Sehr gut. Ich freue mich drauf, tatsächlich. Ja, ich kann sagen, die waren doch alle traurig, dass er gehen musste. Die Kombo mit Kimmich, Goretzka, Gnabry, Sané, die machen alle Wuhu! Wir sind wieder unangefochtene Stammspieler. Juhu! Ich habe unglaublich gern mit den Spielern gearbeitet. Und das ist ja das, was bei so einer Trennung dann am meisten wehtut, dass man dann vorm Fernseher sitzt und seine eigene Mannschaft nur noch beim Spielen zuschauen kann und nicht mehr selber mitwirken kann. Natürlich
waren dann Champions-League-Spiele dabei, die einem auch wehtun, weil man die Jungs einfach dann auch lange Zeit hatte und einen engen Draht hatte. Von dem her freue ich mich extrem drauf, auch die Spieler von Bayern wieder zu treffen. Ich freue mich aber genauso, Spieler wieder zu treffen von vorherigen Stationen oder eben auch Spieler zu treffen, die ich noch nicht trainiert habe und die ich jetzt trainieren werde. Sprich, es ist ein bunter Mix. Und alle haben die gleichen Chancen heute. Ne? Also alle haben die gleichen Chancen zu spielen. Aus viel Vorfreude. Der betrifft auch die Bayern. Ach ja. Dann hier rechts Christian Kamp. Witzig. Ja, in Teilen haben Sie schon drüber gesprochen, Herr Nagelsmann, über wie sehr Sie von Anfang an eigentlich gebrannt haben in den Gesprächen, wie groß die Begeisterung ist. Gab es auch mal Momente, wo Sie sich gefragt haben, gibt es vielleicht für mich hier gar nicht so viel zu gewinnen? Also eine Abwägung auch, wie schwierig die Situation sein könnte. Also gab es auch mal einen Moment, wo Sie gesagt haben, ja, ich weiß nicht so recht, 100% überzeugt, muss ich nochmal nachdenken. Ja, das sieht man doch an der Laufzeit seines Vertrages, würde ich sagen. Und vielleicht damit verbunden noch Bundestrainer. Ist das was, also jetzt nicht im Sinne von Karriereplan oder so, aber es ist ja kein Geheimnis, dass Sie sehr ehrgeizig und sehr zielstrebig sind. Haben Sie sich darüber schon in der Vergangenheit mal Gedanken gemacht, dass Sie das irgendwann wirklich gerne mal machen würden? Er fragt ihn jetzt, den aktuellen Bundestrainer, ob er sich darüber Gedanken gemacht hat, ob er das irgendwann mal machen wollen würde. Finde den Fehler. Ja, natürlich habe ich die Frage schon oft gestellt bekommen, ob ich mir vorstellen kann, irgendwann Bundestrainer zu werden. Da war ich immer in Amt und Würden im Verein. Dann ist die Frage immer etwas abstrakter natürlich, wie wenn du gerade nicht unter Vertrag stehst oder nicht täglich im Job bist. Ich habe schon gesagt, es ist für mich ein großes Privileg, Bundestrainer bei einer Heim-EM zu sein. Das ist ein Riesenanreiz. Natürlich auch eben die jetzt zuletzt wieder gewonnene positive Einstellung über der Nationalmannschaft auch weiterzutragen und wieder auszubauen. Ja, gerade fiel das Wort Sommermärchen 2.0. Das ist die Idealvorstellung, dass möglichst alle, wenn sie irgendwo beim Essen sitzen, trotzdem das Handy. Naja, sind wir mal ganz ehrlich, also das Potenzial mit seiner Art Fußball hat er auf jeden Fall. Also es wird kein langweiliger Fußball werden. Laufen lassen, wenn Länderspiele sind. Da freuen wir uns extrem drauf und da versuchen wir alles dafür zu tun, dass das wieder passiert. Ich bin generell ein Bauchgefühlsmensch und lasse mich sehr viel von meinem Bauchgefühl auch tragen, was nicht immer gut ist. Da kauft man auch mal eine Hose, die man vielleicht nicht hätte kaufen sollen. Ja, kannst du dir nicht leisten mit den 7 Millionen, die du uns gekriegt hast, wa? Aber generell gab es den Moment nicht, dass ich gezweifelt habe. Ich glaube, es ist normal, dass man drüber nachdenkt und man hat natürlich auch eine Verantwortung über seine Familie, über Dinge nachzudenken. Ich glaube, das ist gesund. Aber dennoch habe ich mich auch da auf mein Bauchgefühl verlassen und habe gesagt, ja, wir machen das, wir gehen das gemeinsam an und habe keinen Moment gehabt des Zweifelns, sondern ich glaube, ein gesundes über die Situation nachdenken gehört dazu. Aber dann ist es wichtig, auch in einem Job, der sehr viel Emotionen freisetzt, sich eben auch von den Emotionen leiten zu lassen. Und die waren sofort so, dass ich sage, ja, wir machen das und wir wuppen das. Gehen wir in den digitalen Raum. Julian Wolf. Ja, hallo an alle auf dem Podium aus München. Hallo Herr Nagelsmann, Glückwunsch zur neuen Aufgabe. 2 kurze Fragen an Sie. Zum einen, weil Herr Neuendorf auch die Basis betonte, wie wichtig die Basis sei. Glauben Sie, dass in Ihrer Zeit jetzt als Bundestrainer auch da sozusagen Zeit und Energie bleibt, um sich einzubringen, was Veränderungen im Nachwuchs etc. angeht? Oder sagen Sie wirklich, jetzt ist Fokus? Wie soll denn da die Zeit für da sein? Wenn er sich da hinsetzt und sagt, unsere Priorität oder meine Priorität ist einzig und allein die Heim-EM. Ich habe auch nur einen Vertrag bis zur Heim-EM. Soll sich dann ein Julian Nagelsmann da hinsetzen und sagen, ja, ich werde jetzt den Nachwuchsbereich hier aber umkrempeln, werde versuchen, da Einfluss drauf zu nehmen, wenn er meiner Meinung nach zu 99% nach der Heim-EM wieder weg ist, ob es positiv oder negativ läuft. Und ich sehe gerade, dass ich den guten Herrn hier mit meiner Pfanne verdecke. Das ist natürlich nicht meine Absicht, deswegen gehe ich mal kurz hier rüber. Ausschließlich auf die A-Nationalmannschaft mit all ihrer Kompetenz. Und zweite kurze Frage, Manuel Neuer, wenn er gesund wird, wenn er fit wird, wenn er seine Leistung bringt, hat er unter Ihnen alle Chancen, die Nummer 1 zu sein bei der EM? Danke. Ja, zur ersten Frage. Generell habe ich ja kein Problem damit, meine Meinung zu äußern, wenn mich jemand fragt zu Themen. Aber natürlich gilt der Fokus der EM, das ist ja klar, der A-Nationalmannschaft für mich, wie ich schon eingangs gesagt habe, habe ich jetzt keine 2 Jahre Zeit. Aber auch eine dumme Frage.
Sind wir ehrlich, oder? Zeit mit dem Trainerteam Dinge zu entwickeln. Von dem her gilt da der 100%ige Fokus. Dennoch glaube ich, dass ich schon ein bisschen Hirnkapazität auch noch frei hätte, wenn mich jemand fragt, was ich von den ein oder anderen Themen halte. Bin ich, glaube ich, schon in der Lage, auch meine Meinung zu sagen. Ja, aber die wird halt keine Sau interessieren. So. Weil, also meine Meinung ist, dass das klar ist, dass er nachher eben aufhört. Das wird so abgesprochen sein von beiden Seiten. Also deswegen wird ihn da auch keiner groß versuchen einzubinden in irgendeinen Nachwuchsbereich, Alter. Ich habe aber jetzt nicht den Anspruch, dass ich jetzt in allen DFB-Themen direkt befragt werde. Dafür haben wir, wie Bernd schon gesagt hat, viel Kompetenz auch im Verband, die Dinge regeln. Und zu Manu, glaube ich, war Ihre Frage ja so, dass eben das Allerwichtigste ist, und das habe ich auch als Bayern-München-Trainer gesagt, dass wir Manu die nötige Zeit geben, gesund zu werden und wieder 100% Leistungsfähigkeit zu kriegen. Das ist das alles Entscheidende. Und wenn die Situation eintritt, dann werden wir das bewerten. Aber das ist das Allerwichtigste. Es war eine sehr, sehr schwere Verletzung und er hat, bin da ja auch immer im Austausch gewesen. Auch in der Zeit, wo ich jetzt nicht mehr Trainer bin, war ich im Bilde über seinen Gesundheitszustand. Und das Allerwichtigste ist, dass er gesund wird und dass er die theoretische Voraussetzung bekommt, wieder 100% leistungsfähig zu sein. Und wenn dieser Fall eintritt, dann werden wir die Situation bewerten. Und da haben wir das große Glück, nicht nur die beiden, wir haben noch ein paar mehr herausragende Torhüter, aber ja, Zugriff auf Weltklasse-Torhüter zu haben, da gibt es einige Nationen, die das auch gerne hätten und das große Glück haben wir. Na, dafür haben wir keine Außenverteidiger oder geschweige denn Stürmer. Und das hoffen wir auch alle. Christian Falk. Christian Falk. Eine an Julian Nagelsmann und eine an Herrn Neuendorf. Julian, es war über sehr viel Geld in der Vorberichterstattung immer die Rede. Du sollst auf sehr viel Geld verzichtet haben. Kannst du dazu was sagen? Das ist halt auch wieder so ein Ding, ne, wo ich mich schon wieder drüber aufregen könnte. Ja, er hat auf so viel Geld verzichtet. In Bezug auf was? Weil er bei uns 7 Millionen bekommen hat und jetzt beim DFB, sagen wir mal, nur 4 kriegt oder so. Ja, ist schon hart dann, oder? Oder? Ist schon hart, wenn man jetzt die letzten 3 Jahre von 7 Millionen leben musste und dann jetzt nur noch 4 hat. Stelle ich mir auch hart vor. Also dafür, dass man dann Bundestrainer sein darf, muss, ist schon hart. Du hast in der Vergangenheit das ja auch schon immer wieder bewiesen, auch bei Bayern, dass dir die Herausforderung da doch wichtiger ist. Und was wirklich erstaunlich ist, du hast einen Vertrag bis... Alter, ganz ehrlich, ne, normalerweise müsste ein Bundestrainer ein ehrenamtlicher Job sein. Ja, da müsste man stolz drauf sein und müsste sich glücklich schätzen, dass man das machen darf. Ja, da kann man gerne einen obligatorischen Obolus zahlen, dass man davon leben kann, dass man sich davon seine Miete zahlen kann und sich was zu essen kaufen kann und da müsste auch gut sein. Ja. Junge, Alter, ist das ein verkommener... Bis 2026 beim FC Bayern gehabt. Geht dir so auf die Eier, wenn du so ein alter Knochen bist wie ich, dass der Fußball sich so verändert hat, zur ganzen Kommerzialisierung und den ganzen, dass einzelne Spieler 100 Millionen kosten und 20 im Jahr verdienen und wir fangen gar nicht von Mbappé an, der 100 Millionen im Jahr verdient und so eine Scheiße, aber so gerade wenn es so um Verbände geht, Alter, wie gesagt, dass heute ein Trainer oder auch die Spieler, die da hinkommen, das sollte finanziell keinerlei Einfluss haben. Ein Spieler sollte nicht 1 Cent dafür sehen. Ne? Sage ich euch ganz ehrlich. Der kriegt vom Verein genug Kohle in den Arsch geschoben. Auch keine Prämie sollte er kriegen für irgendwas zu Erreichendes bei einem großen Turnier. Für was? Für was? Soll das ein Anreiz sein für einen Spieler, der in seinem scheiß Club 17 Millionen brutto im Jahr verdient? Dann ein Anreiz zu sagen, ja, wenn du ins Finale kommst, kriegst du aber 500.000. So, als ob denen das poppen würde. Ja? Dann lass doch die Kohle beim Verband für die Amateure, da wo es hingehört. Ja, und zum Bundestrainer dasselbe, Alter. Ja, gut, wenn er nicht angestellt ist bei irgendeinem Verein, wie gesagt, gib ihm den Obolus, dass er seine Miete zahlen kann. Lass es mal von 500.000 reden. Kann mir keiner erzählen, dass er einen Lebensstandard hat, der da drüber liegt, dass er davon nicht leben kann in einem Jahr. Also, das ist schon frech. Ich meine, auf Vereinsebene ist das schon super frech, aber beim Verband ist das noch frecher. Vielleicht könnte man dann auch mal sportlich Spiele organisieren und zu Zeitpunkten vielleicht mal, wo es dann auch irgendeine Sau interessiert. Ne? Und vielleicht auch mal, wo mal wieder Eintrittspreise in den Stadien sind, die vielleicht mal ein angemessenes Maß haben. Und nicht, wo ein Normalsterblicher sich noch nicht mal mehr ein Spiel der Nationalmannschaft anschauen kann. Ja?
Weil halt den Spielern das Geld in den Arsch geschoben wird und den Trainern, Alter. Hast jetzt einen Vertrag bis 2024. Hat auch ein bisschen dann mit Geld natürlich zu tun. Da ist eine Diskrepanz. Aber auch liegt es daran, dass du dich für einen Bundestrainer auf Dauer, es gab ja Bundestrainer vor dir, waren sehr, sehr lange, noch zu jung fühlst, weil du dem Clubfußball wieder schnell zurückkehren willst. Vielleicht kannst du zur Laufzeit noch was sagen. Und an Herrn Neuendorf, Rudi hat es ja schon ein bisschen angedeutet, auch da geht es ums Geld. Der FC Bayern ist Julian entgegengekommen. Was ist mit dem Abschiedsspiel, das auch für Hansi Flick schon im Raum stand? Wir machen demnächst einfach eine ganze Sommerpause. Also wenn dann die Freundschaftsspiele anstehen für den DFB, dann spielt der DFB einfach 10 Spiele hintereinander gegen den FC Bayern. Ne? Damit wir unsere Kohle wieder reinkriegen. Ist sogar kein Problem. Und es nie gab, verzichtet der FC Bayern tatsächlich komplett auf die Ablöse. Und wie weit ist die Regelung mit der Geldbeteiligung? Bei Julian war vor einem Monatsgehalt von 400.000 Euro die Rede. Boah, ist das lächerlich, Leute, ey. Ich könnte im Strahl kotzen, wenn ich so eine Zahlen höre. Das ist ein verfickter Bundestrainer, Alter. Der muss froh sein, dass er Bundestrainer sein darf. Ja? Müsste sich die Hacken blutig laufen, von da, wo er herkommt, bis nach Frankfurt in die Zentrale und sagen, danke, dass ich hier Bundestrainer sein darf. Danke, dass ich die Chance nutzen darf, um das jetzt ein Jahr machen zu dürfen. Und nicht, ja, gib mir aber mal die 4 Millionen, die brauche ich aber, damit ich das hier mache. Alter, das ist, warum ich keine verfickte Nationalmannschaft mehr schaue, Alter. Du kannst da keine Leute mehr ernst nehmen, die da hocken und irgendwelche Aussagen treffen, weil die da alle nur hocken, weil sie Kohle dafür kriegen. Beim Präsidenten angefangen, über den Rudi Völler, über sonst wen, Alter. Die machen sich alle die Taschen voll. Da sitzt keiner mal aus Ehrenamt, aus Ehrgefühl, um zu sagen, ja, ich möchte hier was machen, das ist der DFB, das ist mein Land, da bin ich stolz drauf, hier irgendwas zu machen. Die hocken alle da nur, weil sie Kohle kriegen, Alter. Das ist im Vereinsfußball schon traurig genug, aber in der Nationalmannschaft, Alter, ist das eine Frechheit. Das ist weniger als die Hälfte, das er bei Bayern verdient haben soll, angeblich und geschätzt. Ich weiß nicht, waren das jetzt 4 oder 5 Fragen? 6. Es war eine Frage an beide, sehr komplex. Also generell ist mir ganz wichtig, ich brauche dafür oder will dafür keine Lorbeeren. Ich bin mir völlig bewusst, dass mein Job nach wie vor ein Privileg ist und ich... Nee, bist du dir nicht bewusst, wenn du dich da hinsetzt und sagst, ich möchte gerne 400.000 im Monat verdienen, Alter. Dann bist du dir nicht bewusst, dass das ein verficktes Privileg ist, Bundestrainer zu sein in unserem Land. Genügend Geld verdienen. Deswegen ist das nichts, wofür ich mir jetzt lobend auf die Schulter klopfe oder will auch keine lobenden Worte in der Presse lesen darüber. Ja, die kriegst du auch nicht. Für ich was? freue mich, dass ich das Vertrauen bekommen habe. Junge, das ist ein Thema, da werde ich aggressiv, ey. Aber richtig. Diesen Job machen zu können. Und geht es nicht darum, um irgendwelche Geldthemen zu sprechen. Oh ja, ich habe beim FC Bayern 7 Millionen oder 8 Millionen gekriegt. Ich bin jetzt aber runtergegangen auf 4,4 Millionen oder 4,8 Millionen. Will er dafür ein Lob haben oder was? Die Vergangenheit waren oder die diesen Job vielleicht beeinflusst haben, sondern es geht für mich um die Sache, um das Turnier. Wenn das so wäre, was er da sagt, ne, dann hätte er nämlich jetzt mal Tacheles gesagt, ich mache das hier für den Obolus. So, und nichts anderes. Und nicht, ich möchte gerne 4 Millionen dafür haben. Den Weg dahin, darauf freue ich mich. Das ist der Grund, warum ich das hasse, Alter. Warum ich mich nicht mehr mit dem Verband identifizieren kann. Und auch nicht mit den Nationalspielern. Vielleicht versteht man das jetzt ein bisschen. Weißt du, die setzen sich dahin und so heuchlerisch und ja, ich möchte dafür jetzt kein Lob haben, dass ich jetzt mal auf ein bisschen Gehalt verzichte. Er kriegt trotzdem noch 4 Millionen, Alter. Eine zweite dabei. Die war so lang. Ja, das, die Vertragslaufzeit, 2024. Ach so, ja, habe ich eigentlich schon Hast du viel schon dazu gesagt, ne? Zu der Vertragslaufzeit. Genau. EM steht im Fokus und wie gesagt, ich habe... Das ist halt die andere Sache, die mir auch so auf die Eier geht. Aber das ist ja bei den Vereinen auch nicht anders. So, die reden da halt kein Tacheles gegenüber der Öffentlichkeit. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen, geht uns am Ende des Tages auch nichts an. Aber solchen Themen halt, ich meine, wenn es ein Bundestrainer ist, wo es um eine ganze Nation geht, wie gesagt, da fände ich ein bisschen mehr Ehrlichkeit schön. Aber das liegt vielleicht einfach auch an der Typ oder Art Mensch, der ich bin, der mit sowas, der mit Ehrlichkeit mehr anfangen kann oder mit Direktheit wie mit so einem dummen Hin und Her. Die große Lust, und das ist tatsächlich so,
gegenseitiges Vertrauen zu spüren durch eine gemeinschaftliche Arbeit und nicht durch das Datum, was im Komm, jetzt Arbeitspapier fang doch nicht steht. wieder mit dieser Scheiße an, Die Erfahrung Alter. habe ich einfach Das gemacht nimmt und dir ich doch freue kein mich sehr Mensch ab. drauf. Und wenn wir nochmal im Sommer alle da sitzen nach einer erfolgreichen Heim-EM und sagen, Ganz ehrlich, dann hätte man auch sagen können, weißt du was, weil ich hier so oft das Vertrauen baue und weil ich so gerne Bundestrainer bin, machen wir einfach die Klausel in meinen Vertrag. Wenn ich dann irgendwann aus sportlichen Gründen gekündigt werde, möchte ich keinerlei Abfindung haben. Punkt. Hätte man ja auch machen können. So, da hätte man mal ein Statement setzen können. Ja, ich mache das jetzt hier die nächsten 4 Jahre, weil ich möchte super gerne Bundestrainer sein, möchte mich damit identifizieren. Nein, was er labert, ist Grütze, Alter. Er macht das, weil er gerade frei ist, weil er kein gutes Angebot hat und weil es natürlich eine Heim-EM ist. Wäre es jetzt irgendwie, was weiß ich, eine EM oder eine WM in Timbuktu, Alter, wird er sich die Scheiße auch nicht antun. Machen wir uns doch nichts vor. Ja, der kriegt ja nicht umsonst über 4 Millionen im Jahr. Das nimmt ihm doch keine Sau ab, was er da gerade erzählt. Wenn er da sitzen würde und würde das ehrenamtlich machen, dann würde man ihm das ja noch abnehmen. Aber das ist doch dummes Gelaber, Alter. Bernd und Rudi sagen, Julian, es hat richtig viel Spaß gemacht und das Junge, Trainerteam war super und wir waren erfolgreich. Und ich sage das Gleiche, dann steht dem wahrscheinlich nichts im Wege, dass wir auch über weitere Zusammenarbeit sprechen können. Aber so, glaube ich, ist es der sinnvolle Weg und der sich für mich und für den DFB gut anfühlt und das ist das Entscheidende. Ja, hallo Herr Falk, von meiner Seite auch. Jetzt kommt wieder ein halber Roman, um nichts auszusagen. Ich habe eingangs was gesagt zur Laufzeit des Vertrages. Das ist ihm bekannt, aber ich werde hier nicht, und da bitte ich auch wirklich um Verständnis, keine weiteren Vertragsdetails offenlegen. Ich finde, das ist auch nicht angemessen. Wir sind der DFB und wir schließen die Verträge und Ja, genau. Und ihr solltet alle ehrenamtlich arbeiten, weil ihr der verfickte DFB seid, Alter. Da muss man ein Stück weit auch dann Vertraulichkeit bewahren und deswegen bitte ich um Verständnis, dass Weißt du, und dann gerade so Trainer, so wie ist ja egal jetzt, ob ein Julian Nagelsmann ist, ob es ein Hansi Flick war. Hansi Flick hat angeblich, was weiß ich, 7 Millionen beim DFB bekommen. Alter, der war jahrelang Spieler beim FC Bayern München und dann Trainer beim FC Bayern München, als wenn der nur auf 1 Million angewiesen wäre. Was ist das für eine Frechheit? Hä? Dafür geben Preise, dass du für unter 50 € nicht mehr ins Stadion kommst, um dir ein Scheißspiel der Nationalmannschaft anzugucken, Alter. Weil da Trainer hocken, die in Geld schwimmen und sich das noch fürstlich bezahlen lassen. Und dann wollen sie mir erzählen, sie machen das, ja, ich bin so stolz, Bundestrainer zu sein. Ein Scheiß seid ihr, Alter. die Zahlen, die kursieren, dass ich die hier nicht weiter kommentieren möchte. Das ist das eine, was die Vertragsgeschichten betrifft mit Bayern München und dem Abschiedsspiel. Das ist richtig, Hansi Flick, das steht im Raum. Ich habe auch hierzu diese Woche Kontakt aufgenommen. Das ist ja erst 2 Jahre her. Also ist doch jetzt auch nicht wild. Ne? Was soll's? Macht doch nichts. Wir sind doch der FC Bayern. Wir sind doch nicht angewiesen auf das Geld. Zu Bayern München. Da gibt es noch keine abschließende Regelung, aber wir sind im Gespräch dazu. Und wenn wir da eine Lösung haben, teilen wir es mit. Aber wir haben jetzt jedenfalls nochmal die Gespräche über dieses Thema intensiviert. Dann glaube ich, dass die Frage... Dann wundern sich die Leute immer, warum der FC Bayern so scheiße auf den DFB zu sprechen ist. Alter. Wir reißen uns ein Bein aus, lassen einen Trainer für Nüsse da hingehen. Wir wären mir noch nicht mal sicher, dass wir nicht noch Julian Nagelsmann weiter einen Teil des Gehaltes zahlen. Ja. Und dann so. Ja, wir intensivieren das jetzt mal, wir gucken mal, vielleicht ergibt sich das noch. Aber ja, alle, die da auf dem Podium sitzen, Alter, die ziehen sich so viel Mille im Jahr rein, Alter. Und da brauchen wir ja gar nichts erzählen, dass er als Präsident da ehrenamtlich irgendwie hockt oder sonst was. Das ist so traurig einfach. Fragen von Tobias Altscheffel schon von Christian Falk gestellt wurden und wir gehen zu Noah Platschko. Weil man hat das während der... Nee, das Thema fange ich jetzt hier an. Dann rege ich mich nur richtig auf. Ja, hallo, Herr Nagelsmann. Sie haben selbst gesagt, Sie hatten in München einen sehr langfristigen Vertrag. Vielleicht können Sie noch mal kurz sagen, wie war dieser Moment der Entlassung denn psychisch für Sie, als Sie dann wussten, okay, Sie sind raus, obwohl Sie sich eigentlich ja für so lange verpflichtet hatten? Und eine andere kurze Nachfrage noch. Ist es denn ausgeschlossen, dass Sie beim DFB mit dem Longboard zum Training fahren? Danke. Nicht ausgeschlossen. Erkläre ich dir später. Mit dem Longboard. Erkläre ich dir später. Hat der Rudi gefragt, er hört, was ist Longboard?
Ach, Junge, und ich dachte schon, ich wäre ein alter Boomer, ey. Rudi, ey. Ja, es ist ausgeschlossen. So viel kann ich Was vorwegnehmen. soweit ist, wa? Wir haben auch zu viele Stufen. Ja, zum Beispiel. Ja, ist auch nicht so entscheidend, ehrlich gesagt, aber ist ausgeschlossen. Ja, und ich habe es, glaube ich, schon gesagt, so viel über die Vergangenheit will ich gar nicht reden. Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass eine Entlassung im ersten Mal nie besonders schön ist. Es ist natürlich immer schön, wenn es erfolgreich ist und alle ein gutes Gefühl haben. Und wenn irgendwo eine Entlassung stattfindet, dann man Beteiligte natürlich nicht so zufrieden mit gewissen Dingen. Das ist am Anfang nie so schön. Aber wichtig ist, dass man seine Lehren draus zieht und versucht zu lernen. Und das haben wir im Team getan. Hoffentlich gut getan, gut reflektiert, um dann ja, erfolgreicher und gewisse Fehler in der Zukunft nicht mitzumachen. Oliver Trust. Hallo Herr Nagelsmann, hallo aufs Podium. Herr Nagelsmann, in der Kapitänsfrage gab es zuletzt einen Wechsel. Ich wollte Sie mal fragen, ob Sie es dabei belassen, so wie es jetzt ist, oder ob Sie drüber nachdenken, da nochmal was zu verändern. Danke. Nee, ich belasse es dabei. Ich bin ja, von Ilkay als Mensch und auch als Spieler extrem überzeugt und habe die Entscheidung auch, nach wie vor finde ich die Entscheidung für gut und deswegen belasse ich es dabei. Habe Ilkay auch schon darüber informiert, dass mein... Wow, was ist denn da los? Ist das Bro-Verhältnis mit dem Kimmich leicht angeknackst oder was? Eieieiei. Meine Gedanken da die gleichen sind, dass er unser Kapitän ist und auch unser Kapitän bleibt. Martin Volkmar. Ja, hallo Herr Nagelsmann. Die Spieler haben selber nach dem Spiel gegen Japan gesagt, dass Deutschland offenbar nicht mehr zur Weltspitze gehört. Ihr Vorgänger Jürgen Klinsmann hat damals gesagt bei der ersten Pressekonferenz, trotz einer ähnlichen sportlichen Situation, unser Ziel ist, Weltmeister zu werden. Wo steht die Mannschaft aus Ihrer Sicht im Moment und würden Sie auch Richtung EM so ein Ziel postulieren? Junge, das ist eine Heim-EM, da gibt es kein anderes Ziel, als Europameister zu werden, als größter Fußballverband der Welt, Alter, Punkt. Alles andere wäre vermessen. Ja? Ob man die Qualität dafür hat, sei mal dahingestellt, aber das muss das Ziel sein. Ja, ich glaube, das ist ja Selbstreden, wenn man eine EM spielt oder ein Turnier spielt. Ja. Das ist in der F-Jugend so, im Amateurbereich, wie auch dann bei den Profis auf Nationalmannschaftsebene. Generell nimmt man am Spiel oder am Turnier schon teil, um es auch zu gewinnen. Ja. Da bedarf es sehr viel dafür, aber das ist, glaube ich, klar, dass wir jetzt da nicht hinfahren und sagen, wir wollen, weiß ich nicht, eine gute Vorrunde spielen, sondern wenn man irgendwo teilnimmt, dann meistens auch um es zu gewinnen. Wie der Stand der Nationalmannschaft ist, glaube ich, ist sinnvoller, wenn wir das dann bei einer der Pressekonferenzen in den USA, auch wenn es dann zeitverschiebungsmäßig für Sie vielleicht ein bisschen schwieriger ist zu folgen, beantworten, weil ich mir einfach dann auch ein genaueres Bild machen will, wenn ich sie jeden Tag sehe. Ja, ich kann jetzt, wie ich es schon mal gesagt habe, nicht im Detail immer bewerten, was Hansi gefordert hat, was die Spieler umgesetzt haben, was nicht, weil ich nicht dabei war, genauso wenig wie Sie. Demnach mache ich mir mein eigenes Bild. Und wie ich schon gesagt habe, wir im Trainerteam haben schon viel gesprochen die letzten Tage. Wir haben großes Vertrauen, was die Mannschaft betrifft, was ihre Fähigkeiten betrifft, was wir offensiv wie defensiv auf dem Platz. Offensiv haben wir auch genug Granaten, mal abgesehen von dem klaren Neuner irgendwie. Aber ansonsten sind da genug Spieler, die offensiv eskalieren können, wa? Bringen können. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir hoffentlich erfolgreichen und attraktiven Fußball spielen in den nächsten Wochen und Monaten. Robert Bauer. Hallo Herr Nagelsmann. Mit welchen Spielern haben Sie denn schon gesprochen und vor allem was? Danke. Gut, es bleibt auch generell privat. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich gestern mit Ilkay gesprochen habe, weil mir das wichtig war, vor der PK einmal den Kapitän zu sprechen und ihm das mitzuteilen, was ich gerade gesagt habe. Sonst werde ich jetzt, nachdem es offiziell ist, ich finde es immer etwas fragwürdig, bevor alles offiziell ist, bevor man unterschrieben hat, schon die ganze Mannschaft zu kontaktieren. Das habe ich auf Vereinsebene nie gemacht. Demnach wird es jetzt die nächste Woche, wo auch wieder jetzt Bundesliga, Champions League ist, Termine geben, wo ich die Spieler kontaktiere. Aber auch dann werde ich Ihnen nicht verraten, was ich mit ihm besprochen habe. Also eine Frage ist immer dabei, wie geht's? Die kann ich sagen. Die stelle ich immer. Wow. Matthias Dersch. Ja, hallo Herr Nagelsmann. Sie haben ganz zu Beginn Ihrer Profitrainerkarriere in Hoffenheim im Februar übernommen mit der Mission Klassenerhalt damals. Gibt es Dinge, die Sie jetzt übertragen können, weil ja jetzt wieder ein Projekt oder eine Mission ansteht? Vielen Dank. Ist das jetzt ein Scheiß Ernst oder was? Also,
Wie hohl kann man denn sein, sich da hinzusetzen und so eine dumme Frage zu stellen? Was soll denn ein Projekt erstmal bei einer Vereinsmannschaft gleichzusetzen mit einem Nationalmannschaftsprojekt? Dann das Projekt gegen den Klassen- oder für den Klassenerhalt und ein EM-Titel. Eine sehr gute Frage, die habe ich mir gestern auch gestellt tatsächlich. Aha. Ja, ich glaube, ganz so düster wie damals ins Hoffenheim sieht es nicht aus. So düster müssen wir nichts malen. Aber dennoch hatten wir da damals Was soll denn düster sein? Du musst halt einfach mal die richtigen Spieler nominieren und eine vernünftige Strategie ausarbeiten. Und dann ist doch alles gut. Ist ja wohl nicht so, als würden dir keine Spieler zur Verfügung stehen, Alter. Steht so ein Pool Spieler zur Verfügung. Muss man halt mal drauf zugreifen und nicht immer die gleichen 20 Idioten einladen, Alter. Dann kommt da vielleicht auch mal wieder ein bisschen Feuer rein und ein bisschen Pfiff und ein paar Spieler, die wollen. Und nicht nur Spieler, die da sind, weil sie 17 Millionen bei ihren Vereinen verdienen und weil sie beleidigt sind, wenn sie mal nicht eingeladen werden, weil sie in ihren Vereinen keine Leistung bringen, Alter. Vielleicht einfach mal ein paar Spieler nominieren, die da sind, weil sie da hinkommen, weil sie dann deutsche Nationalspieler sind und nicht, weil sie eine Prämie kriegen können, wenn sie Europameister werden. Ne? Aber ist natürlich schwierig, wenn selbst die Trainer und die Sportdirektoren, die da hocken, das auch nicht aus Überzeugung machen, sondern weil sie Kohle dafür kriegen. eine Herangehensweise, die vielleicht nicht typisch war für den Abstiegskampf. Und wir versuchen auch jetzt eine Herangehensweise zu haben, die eben nicht in diese Kerbe reinschlägt, die medial geschrieben wird von Krise und wir sind nicht gut genug, sondern wir erkennen extrem viel Potenzial. Wir erkennen, dass wichtig ist, dass die Mannschaft. Das wäre jetzt auch sowas von lächerlich, wenn man sich da hinstellt und sagt, unsere Spieler in Deutschland wären nicht gut genug. Ja, wir haben ein paar Probleme auf der Stürmerposition zum Beispiel, Außenverteidiger hin und her. Aber da musst du halt mal ein bisschen kreativ werden und wie gesagt, mal die Eier haben, da mal neue Spieler reinzuholen und nicht immer nur die alten etablierten Säcke dazu haben. Ne? Und nicht immer dieses Hin und Her. Ja, wir machen jetzt einen Umbruch und dann nehmen wir den Umbruch wieder zurück, holen doch wieder einen Hummels und einen Müller, dann schmeißen wir sie wieder raus. Ach jo, jetzt ist der Musala ausgefallen, hole ich doch nochmal den Müller dazu. Man muss sich halt einfach mal entscheiden, welchen Weg man gehen möchte, wa? Aber dass der Nagelsmann jetzt da hinkommt und irgendwelche neuen Wege geht, mit einer Laufzeit von einem Jahr und nur dem Ziel, eine gute Europameisterschaft zu spielen, wage ich auch zu bezweifeln. Ne? Sage ich euch ganz ehrlich. Vertrauen hat, aber trotzdem eine Idee, nicht nur Atmosphäre, wie ich schon gesagt habe, sondern eine Idee. Und wir haben im Trainerteam schon auch eine Vorstellung, wie wir dieses Vertrauen wecken, durch eine gewisse Art und Weise Fußball zu spielen. Das jetzt klingt sehr plakativ und mit demselben Personal, ne? Aber ich habe vorhin schon eine Headline geliefert. Ich glaube, die ist herrlich, ey. Auch für einen Kicker nicht so schlecht. Dann haben wir noch eine Abschlussfrage im Raum, hier links. Dankeschön, Tim Brockmeier für ARD Radio. Herr Neuendorf, ich würde ganz gerne auf diesen finanziellen Aspekt nochmal eingehen, wenn auch ein bisschen allgemeiner. Die Lage finanziell beim DFB ist jetzt nicht die beste, das ist ja kein Geheimnis. Und wie gut hat Ihr Schatzmeister in den letzten Tagen geschlafen? Weil herausfordernd finanziell ist das ja schon mit Freistellung Bundestrainer Flick, Rettich als neue Personalie und jetzt Herrn Nagelsmann. Ist das was, worüber man sich hier Gedanken macht? Das meine ich, das ist so traurig, ne? Das ist so traurig und so lächerlich in der heutigen Zeit. Selbst ein durchschnittlicher Bundesligaspieler, der 2-3 Jahre in der ersten Bundesliga spielt, keine Ahnung, nehmen wir mal in Freiburg. Wenn er nicht irgendwie in Saus und Braus lebt und alles verkokst und verhurt, wird schon genug Kohle verdient haben, um davon ein Leben lang leben zu können, Alter. Und dann muss man Spieler noch bezahlen und Trainer bezahlen, die hier beim DFB hocken. Und einen DFB-Präsidenten, Schatzmeister, einen Sportdirektor, und hast du nicht gesehen. Ja, nochmal, diese ganzen Leute, die da hocken, die müssten für einen Obolus von 1 Euro da hocken. Und müssten einfach mal froh sein, dass sie diese Position haben dürfen. Ja, dann hätte man auch Leute da, die wegen der Sache da sind. Und nicht wegen der Kohle. Ja. Es sollte doch jeder Trainer froh sein, wenn er Bundestrainer sein darf. Oder wenn er Sportdirektor beim DFB sein darf. Machen muss. Ja, ich habe das, glaube ich, schon beantwortet, weil Aber nein, da machen wir die Preise in den... Halt die Fresse, Alexa. Da machen wir die Preise in den Stadien...
Dann machen wir die Preise in den Stadien so hoch, dass sich keine Sau das mehr leisten kann, außer irgendwelche gut betuchten Leute. Und dann wundert man sich darum, dass die Stimmung scheiße ist. Solche Sachen halt. Da könnte ich eskalieren bei. In meinem Eingangsstatement habe ich ja gesagt, dass wir, als wir angefangen haben zu überlegen mit Rudi und Aki, dass wir gesagt haben, was sind überhaupt... Und jetzt hockt noch der Watzke da, Alter. Da kriegt den Oberföhn bei. Der da im DFB rumhockt. So Themen, wo wir vorab, bevor wir überhaupt jemanden kontaktieren, sprechen müssen. Und da spielte der finanzielle Rahmen natürlich eine Rolle. Das ist alles rückgekoppelt mit dem Schatzmeister. Das haben wir auch gerade im Aufsichtsrat und der GmbH besprochen. Und insofern, glaube ich, gab es ja, sonst hätte es kein einstimmiges Votum gegeben, die Wahrnehmung, dass wir hier... Ja, und das Ganze machen sie jetzt auf dem Amateurkongress, wo sie gerade noch ganz stolz sagen, oh, hier sind 400 Vertreter der Amateure da, bla bla bla. Und da sitzt ein Julian Nagelsmann, der sich 4 Millionen im Jahr in die Backen schiebt, Alter, wovon du den ganzen Amateurbereich wahrscheinlich jahrelang von finanzieren kannst. Durchaus in einem Rahmen geblieben sind, der verträglich ist. Dann bleibt uns noch der Hinweis, dass wir mit der Pressemitteilung auch sowohl einen Fotolink als auch einen Serverzugang mit rausgegeben haben von den Bildern des Tages, die Sie gerne... Okay, das interessiert uns nicht. Wild. Ja, Julian Nagelsmann ist Bundestrainer, Leute. Bin ein bisschen eskaliert bei dem Thema Geld, weil mir das beim DFB noch mal mehr auf die Eier geht, wie bei unserem FC Bayern. Und ich finde, dass es ein Privileg sein muss, gerade für so Leute, die jahrelang in dem Beruf tätig waren, dass die sich da hinsetzen, da nochmal irgendwelche Millionen abgrasen, ist eine absolute Frechheit. Ja, und damit schließe ich das Ganze hier. Ich werde auf jeden Fall die Nationalmannschaft in Zukunft verfolgen. Ich bin gespannt, ob der Julian Nagelsmann seine Eier findet. Alles, was ich jetzt so herein interpretiere, hört sich für mich so an, ich mache keine großen Veränderungen. Ich nehme den Kader, wie er ist. Lass auch einen Gündogan als Kapitän. Ja, keine Ahnung, kann ich noch nicht wirklich gut beurteilen. Und werde einfach den Fußball anpassen. So hört sich das für mich an. Was jetzt nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Ich denke, in der Offensive haben wir, ja, wie jetzt Musiala, Sané, ein Havertz, ein Werner, selbst ein Moukoko, wenn er denn mal spielen würde. Dazu hast du noch ein paar ältere Säcke und vielleicht auch noch die ein oder anderen Jungspieler, die ich gar nicht gerade so auf dem Schirm habe, weil ich gar nicht drin bin im Thema Nationalmannschaft. Also in der Offensive musst du dir keine Gedanken machen. Wa? Spannend zu sehen wird sein, ob Müller weiterhin dabei sein darf oder soll oder nicht. Wie schon angesprochen war, was mit dem Neuer ist, kannst du eigentlich nicht drauf bauen. Musst du jetzt halt einfach mal klipp und klar sagen, jo, das war's mit dem Neuer in der Nationalmannschaft. Dasselbe in der Abwehr. Ich denke, das ist unsere große Baustelle. Ja, wenn du 4 Hütten gegen Japan kriegst, sagt das schon viel aus. Ja, ich meine, Süle ist unterm Nagelsmann immer aufgeblüht. Von daher kann das passen. Und ja, dann wird spannend zu sehen sein, ob vielleicht nochmal so ein alter Sack wie ein Hummels dahin geholt wird oder nicht. Oder ob es ein Tar sein wird, ein Schlotterbeck oder sonst was. Der Vorteil ist halt, wir haben ja so ein bisschen Außenverteidigerprobleme. Ja, ich weiß, es gibt den Hofmann, es gibt den Henrichs und von Freiburg hier den Dingens, den ich fühlen würde, weil er sich einen Arsch aufreißt für die Nationalmannschaft. Ja, dann hättest du vielleicht noch den Gosens, der das auch spielen kann. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass der Nagelsmann mit einer Dreierkette spielen wird. Mit 3 Innenverteidigern. Und dann halt über der Außen, gerade in der Offensive haben wir genug Leute, dass da 2 Offensive auflaufen. Bin ich sehr gespannt. Das könnte ich mir vorstellen. Aber das wird interessant zu sehen sein. Bei uns war es ja dann am Ende auch so, dass wir im Aufbau mit einer Dreierkette gespielt haben hinten. Und wenn wir den Ball nicht hatten, es zu einer Fünferkette wurde. Könnte ich mir auch vorstellen, dass man sowas versucht. Ja, von daher werde ich da erstmal interessiert zugucken. Solange mich nicht wieder diese Geldthemen und sonstige Themen so hart triggern, dass mir die Nationalmannschaft am Arsch vorbeigeht. Es ist auf jeden Fall eine interessante Personalie und ja, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. In diesem Sinne, das ist meine Meinung. Tschö.